Ja, grüß Gott. Geht da was? Ja, grüß Gott beieinander. Der Herr Sprengi, der Herr Werb und die Frau Birgit. Einen wunderschönen Montag. Sommerabend. Einen wunderschönen Montagabend wünsche ich euch. Haben wir gut in die neue Woche gekommen? Ich hoffe doch. Wie geht's euch? Alles zauberhaft bei euch. Da haben wir direkt schon wieder da. Das ist der dritte Stream in Folge. Haben wir schon Zeit nicht mehr hingebracht. Ja, 3 Streams hintereinander. Da muss man mal imaginär selber auf die Schulter klopfen. Spät Nachmittag, Mr. Sprengi, das nehmen wir. Okay? Einigen wir uns auf spät Nachmittag. Es ist weder abends noch morgens, noch nachmittags. Ja? Es ist ein spät Nachmittag. Sprengi, den nehmen wir so. Luki, Habitäre, du bist auch da. Ja, das freut mich doch außerordentlich, dass du auch da bist. Beim Verb ist wie immer alles zauberhaft. Ich glaube, beim Verb kann es nicht zauberhaft sein, wenn du mich fragst. Der ist jetzt seit über ein Jahr da. Und ich hab den noch nicht einmal lesen sehen, dass er geschrieben hat, ja, es ist nicht zauberhaft. Ja, also der Verb ist, glaube ich, die Personifizierung von zauberhaft, wenn du mich fragst. Nein, ist eh recht. Schön, wenn es ihnen gut geht. War so direkt aus. Herr Bazi und Frau Bazi haben heute schon sehr, sehr fleißig gewesen. Ne? Ich habe ja Nachtschicht gehabt, von gestern auf heute. Ich habe mir das fest vorgenommen, gestern schon, dass ich um 12 Uhr aufstehe. Das hat fast funktioniert. Ich bin um 5 nach 12 Uhr aufgestanden. Dann sind wir, Frau Bazi und ich, zu ihrem Pferd gefahren, ja, haben wir ihr Pferd ein bisschen unterhalten, ja, und danach, weil wir ja dann noch nicht eingefroren genug waren, haben wir uns gedacht, hey, jetzt gehen wir noch eine Runde joggen. Also heute waren wir beide schon sehr, sehr produktiv, ja, und jetzt werden wir heute noch streamen auch. Also ich meine, wenn der Montag nicht produktiv war, dann weiß ich es aber auch wirklich nicht mehr, gell? Soweit ist alles okay, sehr schön. Das freut mich natürlich immer sehr, sehr stark zum Hören, wenn's ihnen alle gut geht. Sehr schön. So soll es doch sein. Ja, ich hatte die Woche schon gut angefangen. Ja? Normalerweise heißt es so, weil der Montag ist scheiße, was ja grundsätzlich auch nicht falsch ist, aber der Montag muss ja dann relativ solide umgegangen sein. Für uns, hoffe ich mal. Naja, schauen wir mal, ob das ich hoffe, dass das die Templer heute genauso singen mit dem flauschigen Montag. Ja, weil am Samstag haben sie uns schon gescheit gekunst. Leck mich am Arsch. Also Samstag Assassin's Creed Brotherhood habe ich eigentlich für unmöglich gehalten, dass wir das triggern kann, aber am Samstag war es tatsächlich ja so. Aber gut, sei es drum. Ja? Abgehakt. Lass mir nicht länger an uns ohne. Bazi und Frau Bazi Lob. Dankeschön. Ja, ich werde der Frau Bazi dann das Lob ausrichten, ist aber hoffentlich sowieso klar. So. Ich habe mich bezüglich dieser Steuerungsthematik mit der Flugmaschine nochmal informiert und es ist so, wie ich befürchtet habe, das ist ein Game-Breaking-Bug. Ja? Das ist so eine Art, also laut Internet heißt es ist so eine 50-50 Chance, dass der auftritt. In dem Fall kannst du eigentlich nur 2 Sachen da, entweder Spade installieren und neu installieren und hoffen, dass er dann weg ist. Im Worst Case Spielstand löschen, Spade installieren und neu installieren und dann auch wieder hoffen, dass er weg ist. Da ich jetzt weder auf das eine noch auf das andere Bock habe, holt man das einfach ganz simpel. Ne? Ich habe die Mission abgebrochen, ich bin jetzt wieder ganz normal in Rom und wir werden heute die Mission halt dann leider nicht spielen. Ja, weil mir haben die Hände gebunden, was soll ich machen? Die Steuerung in der Mission ist verbuggt von der Flugmaschine. Kannst du machen, nix. Ja, und ich habe halt keinen Bock, jetzt das ganze Spiel deswegen wieder zu deinstallieren und wieder neu aufzusetzen. Ja? Das wollte ich nicht tun. Und solange es nur bei der einer Mission bleibt, sage ich mal, ist es ja noch relativ überschaubar. Aber mir war es eigentlich nach dem Stream schon klar, dass da irgendwas mit der Steuerung haben muss. Oder dass das irgendein Bug sein muss. Und ich habe mir dann vom Day Zero sagen lassen, weil mit dem habe ich gestern in der Nachtschicht drüber geredet. Der hat auch gesagt, der hat das auf der Xbox auch schon gehabt. Dass genau diese Mission mit der Flugmaschine, dass du da steuerungstechnisch einfach ein Problem kriegen kannst. Habe ich zum Beispiel damals auf meiner Version auf der Xbox nicht gehabt, da hat sie sich ganz einfach steuern lassen.
Wir haben ja bei Assassin's Creed 2 vor einigen Monaten kein Problem nicht gehabt, da ist es auch wunderbar gegangen. In dem Fall haben wir halt jetzt leider in die schlechten 50% reingelangt. Aber mei, es hilft nicht. Es ist jetzt so, die eine Mission, da können wir drüber hinwegschauen. Ja, solange nicht das ganze Spiel verpackt ist, extremst, glaube ich, ist dieser Deal, auf den wir uns einlassen können. Mei, hilft ja nicht, Pack ist Pack, da kann man nichts machen. Genauso. Ja. Es war halt für mich am Samstag so Sahnehäubchen obendrauf, weil ja durch die 2 oder 3 Story-Missionen davor schon ziemlich Kunst worden bin. Und dann hat es mir eigentlich eh schon richtig genervt. Und dann ist halt das noch, weil man halt eben gedacht habe, ja, Flugmaschinenmission ist eigentlich eine der geilsten Sachen, die du in Assassin's Creed machen kannst. Und dann habe ich mich halt einfach gefreut darauf, dass das jetzt nochmal so ein richtig positiver Abschluss wird zu dem ohnehin schlechten Performance an dem Tag. Ja, und dann ist halt das noch oben drauf gekommen, ja, und dann war es halt komplett gut. Aber gut, es hilft eh nicht. Ja. Habe ich einen schlechten Tag erwischt, passiert. Ja. Auch ein Herr Bazi muss einmal einen schlechten Tag erwischen. Haben wir aber dann noch ganz gut mit Monster Hunter gelöst, hätte ich gesagt. Ja, das war tatsächlich richtig cool zum Oberkommen. Also da im Monster Hunter Aggressionen außerdreschen, das war eine super Idee vom Alex und von der Yassi. Aber gut. Gut, und gestern mit Herr der Ringe, also das war ja mal auch wirklich ein absolut flauschiger Stream gestern. Also sowas Gemütliches, also Herr der Ringe spielen, war glaube ich auch einer der besten Einfälle, die ich für den Stream jemals gehabt habe, wenn es mich fragt. Und es kommt da halt laut einer Resonanz wahnsinnig gut an. Und das ist halt, ja, das ist eine Win-Win-Situation. Mir taugt's, eng taugt's, easy. Aber gut, Herr der Ringe spielen wir am Mittwoch weiter. Und wahrscheinlich auch fertig. Ja, weil ich war tatsächlich gestern sehr überrascht, dass die Missionen so derartig schnell gingen in dem Spiel. Also ich vermute jetzt einfach mal ganz schwer, dass wir mir am Mittwoch mit die 2 Türme schon fertig werden. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich heute in der Nacht, in der Arbeit, in der Pause einmal um Rückkehr des Königs umschauen, ob ich das irgendwo auftreiben kann. Sollte möglich sein. Weil das können wir dann eventuell dann am Wochenende schon anfangen, oder spielen wir Assassin's Creed oder spielen wir beides. Da müssen wir dann nochmal schauen, das soll der Zukunftsbasis entscheiden. Egal. So, wir kümmern uns aber heute wieder, wie gesagt, um Assassin's Creed Brotherhood. Jetzt schauen wir einfach mal, wie wir vorankommen heute. Ich möchte es wieder ein wenig bunt mischen, dass wir ein bisschen Story-Missionen spielen, dass wir ein bisschen Nebenmissionen machen, also die, wo wir uns halt quasi festgelegt haben, so Romulus-Verstecke, die eine oder andere Leonardo-Mission noch machen, wenn es sich ausgeht. Schauen wir mal, ob wir heute eine Copernicus bzw. eine Christina-Mission freischalten. Der Werbmann hat letztens gesagt, da muss man schauen, dass man genügend Synchronität zusammenbringt. Da haben wir jetzt noch nicht ganz so stabil unterwegs, also besser gesagt ich, ne, weil ich halt mehr oder weniger drauf scheiß. Aber da schauen wir einfach, hätte ich gesagt. Der Stream wird heute gehen bis ca. 7:30, also as always ganz normale Streamlänge für unter der Woche. Ich glaube, das passt dann auch wieder ganz schön. Da ich ja später sowieso in die Arbeit muss, ist das dann für mich auch noch ganz gut, dass ich dann dazwischen noch was essen kann und dann halt mich noch ein bisschen auf der Couch chillen kann. Von daher glaube ich, ist das für einen Montag dann in Ordnung. Müssen wir nicht bald die Rüstung von Romulus holen können? Ja, tatsächlich schon. Ich glaube, ein oder maximal 2 Verstecke gingen uns noch ab. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir 5 oder 6 Verstecke machen müssen. Und 4, glaube ich, haben wir schon. Können wir uns dann anschauen. Aber das ist tatsächlich ein berechtigter Punkt, Luke. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass man designtechnisch, ne, rein designtechnisch gefällt mir jetzt die Rüstung vom Romulus jetzt nicht so gut. Ne? Gut, aber die Rüstung vom Altair, die war halt in Assassin's Creed 2 halt auch nicht wirklich. Naja, wie sage ich denn? War halt jetzt auch nicht unbedingt der Chefdesigner von, was das gestaltet. Aber gut, sei es drum. Dann ist mehr. Okay. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was uns heute so erwartet. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die ausschaut, schon lange her. Die ist irgendwie so rot mit ein bisschen so ein, ja, wie so eine Art Federgedöns oder Fellgedöns. Also schaut ganz, also so richtig, weiß ich nicht. Cruella de Vil in Rot, so eine Art. Also so hab's ich jetzt in Erinnerung. Aber da schauen wir jetzt einfach. Gut, so.
Ich habe eigentlich offstream, wie gesagt, nicht mehr viel gemacht. Das da rund ist eben die Leonardo-Mission mit der Flugmaschine, die werden wir halt nicht weiterspielen. Aus genannten Gründen. Ich habe dann da den einen Aussichtspunkt noch geholt. Wir müssen jetzt normalerweise alle haben, Aussichtstürme. Ich habe meine Assassinen noch kurz auf Mission geschickt, die sind jetzt praktisch gerade unterwegs. Jetzt kann man uns dann noch den... Ja, da kann man uns jetzt noch gleich den Tunneleingang und die Therme da holen, weil wir haben ja, glaube ich, fucking Rich gerade aktuell. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir einfach gleich mal in die nächste Hauptmission. Da wir gleich mal richtig durchstarten. Also im Idealfall. Müssen wir mal schauen, weil wir haben ja jetzt aktuell in Sequenz 8. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, wie viele Sequenzen das gibt. Ich meine 9 oder 11. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber dann wären wir nämlich mit Assassin's Creed Brotherhood auch bald fertig. Dann dauert das nämlich auch nicht mehr allzu lang. So, da müsste irgendwo der Brunnen sein. Der da rum. Da ist er. Sehr gut. So, gab einen Schnellreisepunkt. Und dann nehmen wir... Jetzt haben wir alle Tunneleingänge freikauft. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur schauen, wo wir... Jetzt müssen wir nur schauen, wo wir dann das Ding kaufen können. Artibarts Outshooting, hab ich dere. Na, ist fit, schön, dass du wieder meiner schaust. Alles gut bei dir, ich hoffe doch. So, wo ist jetzt? Wo kann man denn das jetzt? Wo kann man jetzt so das Ding kaufen? Das muss ja dann da irgendwo sein, oder nicht? Ach da ist Schädel. Okay. Das kostet ja was? 26, easy. Ja, es wird bei dir auch. Das freut mich zum Herrn, dass bei dir alles im grünen Bereich ist. Bei mir ist soweit auch alles im Grünen. Ich hoffe, du bist angenehm in die neue Woche gestartet. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt werden wir mal warten, bis die Wachen da weg können, weil dann können wir jetzt nochmal den Zettel da reißen. Und dann haben wir wieder anonym. Das heißt, wir können uns wieder ein paar Schandtaten leisten. So, da haben wir jetzt... Ja, alle Schnellreisepunkte haben wir. Jetzt passt Obacht, wenn ich jetzt das richtig sehe, haben wir jetzt noch ein Romulus-Versteck. Da gibt es dann die komplette Rüstung, das ist dann da erinnert. Und da ist jetzt noch aktuell ein Versteck. Können wir vielleicht später fertig machen, ja? Dass wir uns vielleicht später noch die Rüstung vom Romulus holen. Jetzt da ich allerdings vorschlagen, ich weiß, dass wir noch eine Leonardo-Mission haben in Neapel, die ist ziemlich cool gemacht. Die hätten wir auch noch. Da aber jetzt fast so, wir machen mit der Hauptmission erstmal weiter. Ja? Schauen wir mal, dass wir da mal ein wenig auf Stand kommen, weil ich jetzt schon wieder nicht mehr hundertprozentig weiß, wo wir stehen bleiben haben. Wir haben ja doch, ich weiß schon wieder, wir haben ja quasi an Machiavelli seine Unschuld mehr oder weniger bewiesen, dass der uns nicht verraten hat. Ja, das war ja einer aus der Villa Auditore, der ja dann so mäßig gesagt hat, ja, lauft's schon mal vor, ich muss mich um Truppen kümmern, und in Wirklichkeit hat er uns mehr oder weniger an die Borgias verkauft. Der ist allerdings auch einen trickerten Tag gestorben, beziehungsweise hat er sich die versteckte Klinge selber eingerennt. Er ist gut weiter, sagen wir es so. So. Wenn wir schon alle Tunneleingänge haben, dann nutzen wir es natürlich auch einmal. Etwas für Aufträge zu erledigen gehabt. Du, überhaupt kein Stress, Real Life geht immer vor. Ja, freut mich umso mehr, dass du wieder einer findest. Wie geht's in Rom? Sehr gut, Ezio. Die französischen und päpstlichen Truppen sind in Aufruhr. Dann ist es fast soweit. Ruft die Assassinen zusammen und holt Claudia. Sogleich? Ja. Wir sollten jetzt, glaube ich, dann relativ zeitig in Engelsburg kommen. La Ashaya Vakin Mudlak, Belkulun Mumkin.
Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Claudia, wir widmen unser Leben dem Schutz von Freiheit und Menschlichkeit. Mario, unser Vater und unsere Brüder standen einst an diesem Feuer, um das Dunkel zu besiegen. Jetzt gebe ich dir die Wahl. Trete bei. Das tut halt auch verflucht weh, gell? Ihr und ich, wir waren uns in vielen Dingen nicht einig. Nicolo! Aber ihr seid genau das, was der Orden brauchte. Ihr habt den Angriff auf die Templer geführt und die Bruderschaft neu aufgestellt. Nun muss Ezio den Platz einnehmen, der ihm zusteht. Als Anführer der Assassinen. Ezio, Auditore da Firenze. Von heute an seid ihr Il Mentore, der Hüter des Ordens und seiner Geheimnisse. GZ-Darisung? Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenkend, nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind von Moral oder Gesetz, bedenkend, alles ist erlaubt. Stimmt, Claudia ist offiziell jetzt eine Assassine. Warum dieser schnelle Sinneswandel? Ich war stets auf eurer Seite. Ich war es, der euch nach Roma brachte und der die Explosion verursachte, als ihr aus der Burg floht. Die Mercenari, die euch im Kolosseum beschützten, waren auch meine. Nur, dass ihr es nicht wusstet. Maestro Machiavelli! Cesare kehrt allein nach Roma zurück. Und er reitet zur Engelsburg. Grazie. Nun, Es ist eure Entscheidung, nicht meine. Nicolo, hört bloß nicht auf zu sagen, was ihr denkt. Warum sonst sollte ich nach der Meinung meines besten Beraters fragen? Dann tötet sie, Mentore. Vollendet euer Werk. Ein guter Rat. Eines Nee, du- Tages schreibe ich ein Buch über euch. Tut ihr das? Fasst euch kurz. Nicht wundern, das Spiel ruckelt teilweise ein bisschen. Ja, also es liegt nicht am Stream, sondern es liegt am Spiel tatsächlich. Ja, sage ich das richtig, dann können wir jetzt quasi schon... Mr. Werb, falls sie gerade, ich will sie ungern aus dem Lurk reißen, aber falls du gerade zufällig zugegen bist, du kannst mir nochmal kurz einen Reminder geben, wie viele Sequenzen das Spiel hat. Ich glaube 9, oder? Es waren 9 Sequenzen. Ach, jetzt haben wir erst in der 8. Okay, nevermind. Ich hab doch gehabt, wir haben schon in der 8. So, unsere Assassinen haben, glaube ich, zurückgekommen. Ich meine, dass ich zumindest was gehört habe. Okay, nevermind, die sind unterwegs. Passt. So. Schauen wir mal, hat sich die Map ein wenig aktualisiert. Ah, jetzt haben wir, da haben wir noch 2 Romulus-Verstecke, da schon her. Da hinten ist auch noch eins. Also haben wir eins noch 2. Okay, ja gut. Dann waren es 6 insgesamt. Oder haben wir mehr erst 3 gespielt? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Sagen wir dann eh. Gut. Jetzt haben wir neue Gegenstände in Geschäften. Da schauen wir jetzt direkt einmal nach. Was wir uns holen können. Gibt es da irgendwo einen Heuhaufen? Natürlich wieder nicht. Es sind 9 Sequenzen. Okay, alles klar. Merci dir. Was in Gottes Namen hat euch dazu veranlasst? Ich habe gestern monströse Breitschwerter jagt. So, jetzt schauen wir mal. Mit dem erst einmal da alles reparieren. Mailänder-Schwert. Bryce Hobbiteri, grüß dich. Neues Fit bei dir. So, jetzt passt auf, kleine, was tust du mal?
Geschäftsaufträge, was haben wir jetzt da? Ja, da geht uns noch ein Schrumpfkopf ab, Blutgeld, so riesige Waffen und Treue, ja, kann man spielen, bringt mir aber nichts. Interessiert mich eigentlich auch ehrlich gesagt nicht, weil wir mit Waffen eigentlich eh gut auskommen. Okay, da haben wir jetzt nichts. Jetzt heben wir auf alle Fälle erst einmal unsere Finanzen ab, weil da haben jetzt 22.000 Money drin, wenn mich nicht alles täuscht. Was ist und bei dir ist selbstverständlich. Steht, dass bei dir alles im grünen Bereich ist. Ich hoffe, du bist gut in die neue Woche gekommen. So. Ja, jetzt schauen wir mal, ob der Doktor, ob wir dem seinen Geschäftsauftrag erfüllen können. Zufällig. Kommt! Na, da geht mein Akku nicht ab, okay. Passt. Dann ein anderes Mal. Du machst das ja schön, ja genau, so muss es sein, Mr. Price. Okay. Dann, ich weiß, dass man noch irgendwann einen Fallschirm kriegt. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob man den durch einen Geschäftsauftrag machen muss oder ob man den einfach vom Leonardo dann kriegt. Da bin ich mir jetzt echt nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber du kriegst irgendwann einen Fallschirm, da wo du dann aus x-beliebiger Höhe abspringen kannst. Da hat es, glaube ich, sogar eine Trophäe gegeben. Wenn du von der Engelsburg runterspringst, das ist ja der höchste Punkt im Spiel, und dann am Fallschirm spannst und dann einfach in die Stadt reingleitest, da hat es eine Trophäe gegeben. An die kann ich mich noch erinnern. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? So, jetzt schauen wir mal, was der Schneider hat. Oh ja, da hat er einen Haufen Beutel. Oh, leck mich am Arsch. Der hat ja richtig viel für uns jetzt. Da können wir jetzt einmal aufstocken. So, Messergürtelerweiterung nehmen wir. Mittels Gifttäschchen, da, das nehmen wir jetzt einmal alles mit. Schwere Schwertschneide brauchen wir nicht, weil große Waffen spielen nicht. Jetzt nehmen wir einen Rauchbombenbeutel auch mal mit, weil warum nicht? Medizinbeutel nehmen wir mit. Da haben wir jetzt eh schon den großen automatisch, sondern für den großen Köcher müssen wir einen Geschäftsauftrag beenden. Können wir den beenden? Nein, können wir nicht, weil uns 4 Seide und 3 mal Kardinalspurpur angeht. Okay, alles klar. Ein Vergnügen, kommt wieder. Aber jetzt haben wir halt unser Inventar mal deutlichst erweitert. Gut. Dann, ja, bleiben wir gleich bei der Hauptmission. Da bleiben wir gleich bei der Hauptmission. Jetzt pass auf, da ist eher ein Tunneleingang, da müsste dann da herum auch irgendwo einer sein. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin, hätte ich gesagt. So, damit ich jetzt da nicht wieder über den Fluss man muss, dann gehen wir zu dem daher. So, schauen wir mal. Oh, da bauen wir noch aus. Weil warum nicht, wenn wir schon da haben. Haben wir ja das Gate. So, Kunsthändler scheiße jetzt persönlich einmal drauf. Schaut her, eines von Ghirlandaios letzten Werken. Möge er in Frieden ruhen. Ja, toll. Ich weiß nicht warum, aber Spey ruckelt heute ein bisschen stärker als wir sonst. Keine Ahnung, an was das liegt. Ich habe eigentlich an die Einstellungen nichts verändert, aber es ist, glaube ich, noch zum Aushalten. Der heilige Titel ist geil, ich habe gerade hart gelacht, als er geschnackelt hat. Achso, der Stream-Titel meinst du? Ja, es ist eine Anlehnung an Samstag. Hat's das letzte Mal auch gehabt bei einem anderen Spiel? Ja, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich glaube, es ist noch zum Aushalten. Ja. Solange man es halbwegs anschauen kann. Ja, gehen wir da her. Das passt dann schon. Was ist da oben? Ah, da, ja genau, da oben nämlich, das ist der höchste Punkt im Spiel. Jetzt müssen wir mal schauen, wie können wir denn jetzt da am besten umgehen? Wahrscheinlich schwimmen, oder? Da ist überall... Ja, das war jetzt, glaube ich, so semi-smart, weil wir jetzt dann einmal außen rum... Ja gut, ist wurscht. Hilft ja mir nicht. Gehen wir einfach wieder ein wenig zu Fuß. So. Irgendwas glitzert da. Ist da eine Truhe? Okay. Wallfahrer daran, ihre Notdurft nur in den dafür vorgesehenen Einrichtungen zu verrichten. Er möchte sich auch, weil er die Städte
Ja, gut, dass er sich heute wenigstens festhält. Ja, immerhin. Dass alle Schweine so schnell wie möglich zu schlachten und zu verspeisen sind. Wo gibt's ein Schweiners? Ich mag auch ein Schweiners haben. Mehr Schweiners, mehr gut. So. Zum mal schnell, ich probiere mal schnell was. Werden wir einfach da mal ein wenig oberschrauben. So. Vielleicht pendeln sie dann die Ruckler wieder ein wenig ein. Man muss halt auch dazu sagen, ich spiele halt das Spiel fast auf höchster Grafikstufen. Das kann natürlich sein, dass sich das mit dem Stream dann ein wenig beißt. Aber wobei, sagen wir es, das so krass wie heute noch nicht ist. Achso, das ist dauerhaft das Sperrgebiet oder was? Ja, das ist interessant. Das ist eine sehr interessante Info. Ich habe gedacht, das ist nur Sperrgebiet während Missionen. Weil WO habe ich die. Alles fit bei dir? Ja, da hättest du aber jetzt auch wirklich noch einhalten können, gell? So, jetzt müssen wir da mal schauen. Das ist aber wirklich mal dreist. Haben da irgendwelche Wachen in der Nähe? Ah, warte mal, wir kannten uns in der. Wir kannten da bei denen untertauchen. Da ist eine schöne Gruppen da, wo wir ein wenig untertauchen können. Da gehst du her. Ah, perfekt. Gerade vom Tierarzt kommen, ansonsten passt es. Oh, ich hoffe, deine Miezin geht's gut. Ah, warte mal. Wir müssen ja da einer. So, Requiem. Ins Umfeld der Engelsburg eindringen und den Papst in den päpstlichen Gemächern konfrontieren. Volle Sync, nicht entdeckt werden. Freunde der Sonne, probieren wir es heute mal ausnahmsweise mit Sneaky Peeky. Nicht entdeckt werden, sagt er. Schauen wir mal, ob wir mir das Sneaky Peeky lösen können. Ja, schießt mir gleich mal einen Bolzen ins Gesicht, damit ja auch nichts passiert. Jetzt wird's aber halt, drauf ankommen, dass wir die ganzen Leichen, die wir mir da jetzt halt hinterlassen, dass wir mir die möglichst looten und wir müssten uns im Hinterkopf behalten, dass wir mir noch Assassinen-Rekruten haben, die wo uns helfen können. Ne? Das haben wir ja bisher, oder ich habe das aber bisher so ein bisschen außer Acht gelassen. Ja, war nur Nachkontrolle und bei der Freya haben sie die Fäden nicht gescheit aufgelöst und haben weggestellt. Ach so, okay. Ja, gut zum Wissen, dass die Miezin gut geht. Das ist aber das Wichtigste. So, wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen da um. Okay. Stealth, genau so. Aha. Ist der allein? Ja, der ist einmal allein. Das ist einmal. Warte mal, das riskiere ich nicht, weil ich sehe schon, wie er sich umdreht. Wo man, da schießt man einfach mal auf Stealthness einfach einen Bolzen mitten im Bugel rein. Ja, das tut es genauso. Ja, aber man muss nicht immer gleich anstehen. Ja. Ein gezielter Bolzen löst auch gern Probleme. Was stimmt nicht mit euch? Und der Schwitter tut das natürlich auch. So, nehmen wir wieder mit. So, da lurt bestimmt auch irgendwann, oder? Ah, da hinten steht auf jeden Fall. Ich hab ihn schon gesehen durch die Mauer. Da. Wow, liegt da einer, das ist eine ganze Truppen. Ah, der Cesare, okay. Ich muss den Papst sehen! Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Ich glaube, der ist zintig, wenn's mich fragt. So, mit der Vierergruppen brauchen wir uns, denke ich, nicht anlegen.
Aber er scheint... Was macht jetzt er dahinter? Du da mal die Armbrust des Vertrauens aus. Ja, sehr gut. Der dreht sich nämlich um. Das ist ja dann auch schon mal was wert. Jetzt pass so. So. So, aber der Bolzen, einen Bugel rein und da hier geht's. Das ist der Bugelbolzen. Ja, der BB. Der Bugelbolzen. So, den da hinten, den schießen wir auch um, weil ich mal so ganz die krasse Vermutung habe, dass wir in den Hof da rein müssen und dann stört uns der Zipfelarm da nur. Und das muss ja nicht sein. So, auf Wiederschauen. Ja, der liegt gut. Das passt. So, jetzt müssen wir mal schauen, müssen wir da um irgendwo. Oh, da steht auch einer. Ich wollte übersehen, die haben zu zweit, wenn mich nicht alles täuscht. Beziehungsweise der da ist ein Lor. So, und der andere steht da drüben irgendwo rum. Ja gut, der stört mir jetzt dabei weniger. Aber den werden wir auch ausschalten, ja, damit uns dann im Hof von oben niemand der erluren kann. Oh, der kommt da her. Gut, wir hätten natürlich vorher, da kann man jetzt zurücklaufen, wir könnten die 4 natürlich mit den Assassinen-Rekruten machen. Das müsste eigentlich möglich sein. So. Der ist schon mal raus. Ist gut für uns. Da hinten steht nämlich auch so eine Riesengruppen rum. Schauen wir mal, wo ist denn da? Aha, da drin ist das Ziel. Okay. Jetzt schauen wir mal. Haben da unten Patrouillierende. Das ist gut, dass die Leiche nicht ganz oben gefallen ist, ja, weil dann werden die natürlich nicht aufmerksam da unten. Das ist schon mal gut für uns. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da hinkommen. Jetzt gehen wir mal nach innen. Den da unten lassen wir jetzt einfach einmal weiter wandern. Und da hinten steht einer auf der Seite auf dem Vorsprung. Der kann ein Problem werden. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen Obacht geben. Ja, da war es wahrscheinlich von der anderen Seite gescheiter gewesen. Ja, schauen wir mal, vielleicht schaffen wir es da auf dem Vorsprung hier, ohne dass der was sagt. Ja, jetzt pass auf, jetzt lassen wir uns da einfach mal runterfallen. Okay, das war wichtig. Und da hinten steht auch einer drauf, okay? Perfekt, das ist gut gelaufen. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Ja, der kann noch ein Problem werden da hinten. Weil ich vermute mal, dass wir dann außen umkraxeln müssen. Und dann ist natürlich er da als Schütze ein bisschen suboptimal für uns. Okay, der ist raus. Der fällt jetzt hoffentlich... Ja, doch, er fällt oben. Der ist aber eigentlich gut für uns, weil jetzt werden die Wachen nämlich da gerade abgelenkt. Das ist eigentlich richtig, richtig gut. Das war geplant, by the way. Jetzt schauen wir mal nach oben dann. Sind wir nämlich genau an dem Spot. Nice. Okay. Mission ist aber noch nicht beendet. So, ein wenig vorsichtig sein. Auf der Ebene haben jetzt, soweit ich das sehe, keine Wachen. Das ist schon mal gut. Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. So, müssen wir mal schauen. Dieses Mädchen macht nichts als Ärger. Wäre ich nur beim Stalldienst geblieben. Was für eine Familie der Papst hat. Müssen wir schauen, wie es da weitergeht. Ezio findet immer einen Weg. Okay. Na,
da bleiben. Nicht runterfallen. Ja, das schaut, okay, das schaut vielversprechend aus. Das schaut ganz vielversprechend aus. So, da müsste jetzt normalerweise irgendwo eine Wache stehen, oder? Irgendwo. Ah, warte mal. Ich glaube nämlich, dass der zurückkommt, der wo jetzt da auf der Map rot aufleicht. Dann haben wir zumindest einmal auf der richtigen Ebene. So, aufgemerkt. Aha, der steht dahinter. Ah, der kommt, okay, der kommt. Okay. Ah, da hätten wir unten stehen bleiben können. So, wieder Bugelbolzen, sehr gut. Man ist zwar jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass wir den hätten umbringen müssen, aber ne, wo es weg ist, ist weg. Wo es da ist, kann uns nicht mehr entdecken. So, da geht jetzt dabei mal keiner auf unserer Ebene, das ist gut, allerdings... Jetzt wirst du mal schauen, wo wir da entlang müssen. Aber dann geht es auf alle Fälle da unten weiter. Gut, dann hätte der sowieso weg müssen, abgesehen davon. Voilà. Okay, perfekt. So, machen wir probieren. Das bist du da eigentlich. Ah, da hält er sich nicht fest. Warum auch immer. Ja, ruckelt schon gut halt. Also halt mittlerweile schon gescheite Aussitzer drin. Okay, da geht's auch nicht weiter. Dann müssen wir auf alle Fälle weiter auf. So aufhören den wohl wahrscheinlich, oder? Muss er. Ja, der müsste sich doch da aber eigentlich festhalten, oder nicht? Warte mal, ich tu mal schnell. Nach der Mission tue ich später mal schnell geschwind neu starten, weil ich glaube, dass das soll halt eigentlich nicht so krass ruckeln. Jetzt, denke mal, ja, dann muss ich ja da festhalten. Achso, aber da ist er jetzt zu. Ja, das ist auch blöd. Stop Bondi. Ja, okay. Okay. Jetzt irgendwie... Stehe jetzt gerade auf den Schlauch. Da haben wir runtergekommen. Da geht's nicht weiter vermutlich, oder? Okay, wo müssen wir noch an die? So, den haben wir abgemurkst. Von da haben wir runtergekommen. Man konnte halt einfach auch die Treppen nehmen, die wo den Gang aufgeführt.
So, jetzt wird es nochmal spannend, weil da werden jetzt ein paar mehr Wochen rumrennen, weil ja da herum der Papst irgendwo ist. Da oben steht zum Beispiel schon so einer. Schauen wir mal, ob wir den von da... Ja, perfekt. Ah, das geht sogar okay. Knapp an der Kanten vorbei. So, wir müssen jetzt dann irgendwie auf den Balkon aufkommen, right? Passt, perfekt. Oh, da steht noch einer. Ich hoffe, du bleibst jetzt da genauer so stehen. Okay, das war gut. Ja, ich muss mir jetzt einfach einmal runterfallen. Das wird dann schon passen. So. Ich wollte jetzt nicht riskieren, dass mir der andere da sagt. Deswegen... Ja, schön, also geht's gleich ein wenig leichter. Oh, da ist der raus. Der da hinten interessiert mich jetzt dabei nicht. Kann man schaffen, dass wir nicht gesehen werden. Perfekt. Was ist hier geschehen? Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Geld! Meine Truppen! Fort! Wir alle kennen finanzielle Nöte. Auch die mit einem Heer. Habt ihr vor, mir Geld zu geben? Nein, hab ich nicht. Dann nehme ich den Edensplitter, um zu kriegen, was ich will. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das gabst du mir eindeutig zu verstehen. Bist du dir im Klaren, dass der Baron de Valois tot ist? Nein. Habt ihr? Welchen Grund könnte ich haben, ihn töten zu lassen? Hat er sich gegen mich verschworen? Mit meinem brillanten, treulosen Generalhauptmann? Das muss ich mir nicht anhören! Die Assassinen ermordeten ihn. Warum hieltet ihr sie nicht auf? Als könnte ich! Es war nicht meine Entscheidung, Monteriggioni anzugreifen, es war deine! Es ist höchste Zeit, dass du Verantwortung für deine Taten übernimmst. Meine Leistungen! Trotz der ständigen Einmischung von Narren wie euch! Du gehst nirgendwo hin. Ich habe den Edensplitter. Geht mir aus dem Weg, alter Mann. Ich gab dir alles. Und doch ist es nie genug. Cesare! Er will dich vergiften! Du hörst ja nicht auf die Vernunft. Vater, erkennt ihr denn nicht? Ich habe die Kontrolle. Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich. Und will ich euren Tod, sterbt ihr! Wo ist der Edensplitter? Halt! Ich weiß, wo er ist! Und du sagtest mir nicht, dass er ihn hat? Cesare, ich bin's, deine Königin. Du bist meine Schwester, mehr nicht. Wo ist er? Du hast mich nie geliebt? Wo ist der Apfel? In deiner Hand. Sag es! Tja! Sag's mir! Der ist leicht hysterisch, der Typ. Ein Apfel pro Tag. A apple a day keeps the doctor away. Außer im Fall von Rodrigo. Er lebt nur, ja, aber wahrscheinlich nicht mehr lang. Sei, habe ich die Ehre. So, jetzt bin ich voll gefressen, jetzt gebe ich mir nur deinen Stream und danach wird klären. Mr. Price, vielen lieben Dank, dass du deine überaus viel wichtigere Lernerei meiner sinnlosen Dummscheiße im Internet
ja, dass du das hinten anstellst. Musst aber natürlich nicht tun. Aber trotzdem danke. Birgit, da ist einer Mimimi. Ja, definitiv. Ist ein Snickers. Ganze Paletten darf man nicht helfen. So, schnell als Cesare den Edenapfel erreichen. Niemanden töten für volle Sync. Ja, das wird jetzt nicht so leicht werden, Schatzi. So. Gut, Cesare. Spotty, habe ich die grüß dich. Ich komme durch das Fenster. Ich will den Apfel! Der Ezio geht Fenstern. Tue ich dir weh? Gib mir den Apfel! Oh, wir sollen ja niemanden töten. Dir! Ich will den Apfel! Und warum kann ich jetzt meine Rekruten nicht rufen, ist eigentlich die wichtige Frage. Tue ich dir weh? Gib mir den Apfel! Er gehört mir, nicht dir! Ich will den Apfel! Ich nix töten! Weise Entscheidung, kleine Schwester. Ich hab niemanden umgebracht. Ich bin zwar entdeckt worden, aber ich hab niemanden umgebracht. Easy. Requiescat in pace. Ich weiß. Ich weiß, wo der Bastard hin will. San Pietro. Der Pavillon im Innenhof. Hab Dank. Die Burg durch den Vordereingang verlassen. Ja, aber warum müsst ihr jetzt eigentlich die Burg durch den Vordereingang verlassen, wenn wir doch nicht durch den Vordereingang reinkommen haben? Ja, das ist das, was ich jetzt nicht verstehe. Rest in Peace, Dickerchen. Mieze, wie schaut's aus? Ich meine, du hast gerade Probleme mit dem Schlucker, aber ich hätte da ein wenig ein Mittel, das was... Ja, ist wurscht. Machen wir weiter. So. Ja, basically können wir da jetzt ja eigentlich durchrennen, oder? Wir töten dürfen wir ja nicht. Unsere Assassinen-Rekruten haben raus. Erstmal. Von daher. Assassino! Cazzo. Um dich kümmere ich mich später. Also komischerweise geht jetzt da um die auf. Ja, toll. The fuck, ich hätte eine Bazi. Ja, hallo, ich möchte einmal versaut sein. Weißt du, der Seid darf das auch ständig. Ja, jetzt wollte ich einmal, ne? Einmal. Ja, ich bin halt auch geschubst. Ja, was soll ich machen? Das gehört ja quasi schon zur zur Allgemeinheit in unserer Community, dass man bei uns halt einfach generell geschubst ist. Ja? Ja, wir sollen ja niemanden töten. Ja? Das ist der Pazifist-Run. Ja? Don't kill anybody. Bin mir zwar jetzt nicht ganz so sicher, wie wir das hinbringen sollten. Sehr gut, dann King of Barbecue drückt seine Barbecue-Sauce schon wieder raus. Ja, wir sollen jetzt das machen, dass ich den nicht kill. Willst du mich verarschen, oder was? Soll ich jetzt Rauchbomben werfen, oder was? Zupf die einfach. Hab ich die Ehre. Dem kannst du jetzt schön in die Eier hauen. Ja, war das gegangen? I don't know. Fun Fact, nicht nur Cesare Borgia wurde später ein inzestiöser Umgang mit Lucrezia nachgesetzt, auch Rodrigo, dem Vater, wurde vom Chronisten, der Inzest mit ihr vermutet, zumal Rodrigo neben seinen 3 ehelichen Kindern noch einige mehr hatte, deren Herkunft nie wirklich geklärt werden konnte. Das ist halt, ne, man hat aber meinen, in der griechischen Mythologie ist krass zugegangen, aber bei denen war es halt wahrscheinlich auch nicht stark für anders. Sei's Allgemeinwissen ist 69% versautes. Ach nee. Ja, ist gut. Ist gut, der Grundsatz, viel Depperte, viel Gaudi. Mr. Price, genau so. Wäre interessant, ob wir mir das vorher schaffen. Schauen wir einfach mal. Hab ihn gefunden! Da!
Bist du die Mörder? Da, ich hab ihn. So. Weil du Drecksau mit deiner scheiß Armbrust hättest. Wenn's mir nicht so pressieren darf. Ungefähr, hinter mir ist ungefähr ganz rum her. Wer näher? Er ist unter. Ist das nicht gefährlich? Da ist er. Wo ist er? Ich sehe ihn. Ja genau, schießt das einmal die Zivilisten. Oh, perfekt, da ist die Opfer, ja? Das ist gut für uns. Das kommt dabei aus, wenn der Stammbaum ein Kreis ist. Ja, bei denen, wie gesagt, es ist eigentlich schon krass, wenn du das mal jetzt stell dir mal das vor, das was da in der Familie passiert, ne? Jetzt stell dir das einmal vor, das passiert dir selber. Ja? Da kannst du dich erschießen gehen. Ja? Nein, die haben das nicht so eng gesehen. Im was? Ja, die haben das... Nein, das sage ich jetzt nicht. Der gang jetzt unter die Gürtellinie. Das sage ich jetzt nicht. Viel Depperi oder viel Depp ist viel Gaudi, geht aber auch fast mit allem. Ja, Depp sind auch... Birgit, das hast jetzt du gesagt. So, müssen wir da den Edenapfel finden, was jetzt nicht mehr allzu schwierig werden darf. Der ist nämlich teuren. Hast du hin? Ihr! Sucht ihr danach? Es ist vorbei, Assassino. Euer Leben ist verwirkt. Wache! Ja, kann man mal so machen. Wache! Wache! Der Ehenapfel mit dem Ehensplitter aus dem Vatikan kommen. Keine Gesundheit verlieren. Gut, das schlägt automatisch fehl, sobald du den Apfel nutzt. So müssen wir einfach nur laufen, ja, okay. Ja, dann laufen wir halt einmal ein wenig. Aber warte mal, vielleicht können wir uns sogar den Haiapfel verstecken. Warte mal. Ja, tatsächlich. Ich habe nichts gefunden. So, mal warten, bis das die ganzen Wachen da weg haben. Wie groß ist denn das Gebiet überhaupt? Ah ja, das ist die 10 groß. Okay. Ich markiere mir jetzt einfach mal den Arzt, damit ich eine Richtung weiß. Ja, laufen einfach am Dach entlang. Glaubt, dass Inzest im frühzeitlichen Epochen gegeben hat? Ja, das ist ja allgemein bekannt. Das ist ja allgemein bekannt. Das fängt ja schon bei den Göttersagen an. Ne? Da will es auch kein Stor auf dem anderen bleiben. So auf die Art. Brauchst du ja eigentlich gerade mal die griechische Mythologie geben. Was da los war.
Rom, August 1503. Rodrigo Borgia ist tot. Und Cesare? Vergiftet, doch er lebt. Wir dürfen nicht zulassen, dass er seine übrigen Anhänger sammelt. Die nächsten Wochen entscheiden. Mit eurer Hilfe werde ich ihn finden und töten. Meine Männer überwachen die Stadt. Doch brauchen wir ein Heer. Wir haben eins. Demilitarisierung. Caesares römische Armee vernichten, damit er keine Unterstützung für einen Gegenangriff findet. Okay. Ich will ja eigentlich auch mal noch was anderes machen. Ich will jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit die Hauptmissionen da machen. So, passt auf. Wir machen jetzt schnell Folgendes. Ich tue jetzt einmal schnell nur Spain einstarten, weil ich so das Gefühl habe, dass das vielleicht die Ruckler ein bisschen entgegenwirkt. Ja, dabei kannst du Son Goku ein bisschen begutachten. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht hilft's was. Ja. Wenn nicht, dann müssen wir es akzeptieren. Haben wir ja nicht mehr allzu lange mit Assassin's Creed Brotherhood an der Stelle. Ja. Sind jetzt vielleicht einmal nur zwei oder drei Streams maximal. Achso, ja, jetzt mag's gar nicht mehr, oder was? Das kann man natürlich so auch machen. Ja. Schaut euch den Film Caligula an. Das ist der einzige. Ja, okay. Spartacus und Game of Thrones auch, haben wir sagen lassen. Ich glaube, die griechische Mythologie ist im Endeffekt der große Ja, natürlich. Ja, was ist jetzt? Gefreut dich gar nicht mehr jetzt, oder was? Assassin's Creed, wie schaut's aus? Hast du keinen Bock mehr jetzt, dass wir spielen, oder was? Es war jetzt natürlich brutal. Ne? Das Spiel zugemacht und jetzt geht gar nichts mehr. Ja, Dennis, das möchte ich aber auch meinen. Billinger Habitiere, grüß dich. Wohl auf den gefragt, wen Freund. Nirgends erst von 79. Schau mal auf YouTube. vielleicht ist der in YouTube drin. Oder in irgendeiner Mediathek. Ja, jetzt habe ich. Ja, okay, jetzt habe ich. Sehr gut. Jetzt habe ich aber keinen Ton mehr. Steht die Frage nicht. Ja, das heißt, halt trollt mit Templar nicht, halt trollt mit das ganze Spiel selber. Das ist natürlich gut. Du, das ist natürlich sehr gut. Das ist natürlich sehr gut, wenn da gar nichts geht. Also ideal war Spiel, Geh und Ton. Nur so. Einen Stummfilm will man ja nicht zeigen. Ja, Gott sei Dank. Das war aber jetzt eine schwere Geburt, du. Billinger ist fit bei dir. So. Jetzt schauen wir mal, ob es die Ruckler geholfen hat. Ich hoffe, und wenn nicht, dann müssen wir es halt so nehmen, wie es ist. Warte mal, wir müssen mal unser Inventar mal schnell aufstocken. Warte mal, haben wir da irgendwo ein paar Geschäfte in der Nähe? Ja, natürlich nicht. Wir haben ja wieder irgendwo im Nirgendwo, wo kein fucking Geschäft in der Nähe ist. Ja gut, dann müssen wir schnell gar nicht machen, weil wir nicht auskennen. Okay. Aladdin Habitiere. Gut beieinander. Ich hoffe, du hattest einen schönen Wochenstart. Ja, den hatte ich. War für einen Montag sehr zauberhaft. Ich hoffe, du hast auch gut in die neue Woche gefunden und schön, dass du da bist. Der ist vom Erotik-Magazin Penthouse kofinanziert worden. Na, weißt du eh. Ja, leck, okay. Ihr müsst sie finden. Brenners Habitiere, grüß dich. Überall und nirgends gleichzeitig. Alles fit bei dir? Ja, passt schon mit wieder 2 Wochen Berufsschule hinter mir gebracht. Wir schaffen es nicht alleine, Signor. Gleich. Ihr müsst uns helfen. Ich bin krank, ihr Idioten. Micheletto wird bald mit meinem Heer kommen. Und dann seht ihr, wie schnell die Assassini fallen. Ihr täuscht euch, Cesare. Wache! Oh, was ist das für ein Zauber? Achso, ich kann nur einen Endensplitter nutzen. Birgit, danke für den Lack. Und einen guten dann. Birgit gegen Caligula. Das Brenner, alles gut bei dir? Beim Aladdin hoffentlich auch alles gut. So, wir können nur mit Endensplitter kämpfen. Verschont mich! Wie kann das...
Okay, und wie? Ach so, man muss da, okay, da regeneriert sich Gesundheit irgendwann wo selber. Oder nicht? Du hast eine PV-Anlage geliefert gekriegt? Ja, nice. Ja, wir haben ja aktuell auch so ein bisschen in der Planung, Umbau und so weiter. Und der Elektriker hat so gesagt, PV-Anlage ist momentan brutal. Du hast teilweise 30 Wochen Lieferzeit. Also das ist schon heftig. Was die Ola Feigern haben die mit der Armbrust umeinander stehen, oder? Schau jetzt her. Also ein wenig im Kreis rennen. Du hast die Woche Ferien. Wohlverdient, das freut mich für dich. Das heißt, eine Woche voll mit Zocken, Stream schauen, chillen, oder? Oh, Ferien, hey. Imagine, man hätte wieder mal Ferien. Du legst das selber drauf, dieser. Ja, okay, gut, dann geht's. Dann geht's tatsächlich. Aber momentan, also wenn du jetzt nicht selber machen kannst, hui. 30 Wochen Lieferzeit für so eine PV-Anlage. Leck mich am Arsch. Aber jetzt 5 Tage Lieferzeit, oder? Das ist ja praktisch nix. Somit kannst du eigentlich irgendwas mit deiner Lanzen. So. Ja, es wird jetzt auch so ähnliche Lieferzeit haben wahrscheinlich, oder? In etwa. Ein Kardinal verriet unter Stress, dass Cesare sich mit loyalen Templern auf dem Lande treffen will. Der Kardinal bricht heute zu dem Treffen auf. Ich werde ihm folgen. Wärmepumpen, ja, ist genau dasselbe. Das, generell mit allem, wenn du so grässerne Installationsgeschichten hast, da wartest du momentan einfach ewig. Ja, ich kann nichts anderes machen wie die Hauptmission. Ich möchte eigentlich das Romulus-Versteck noch machen und ich wollte eigentlich die eine Leonardo-Mission noch machen. Ja, ich wollte jetzt da nicht die ganze Story durchballern eigentlich, aber gut. Cesare das Treffen mit dem Kardinälen auflösen, damit er sich nicht erfolgreich um Hilfe bitten kann. Jupp, in dieser Reihenfolge. Machst alles richtig. Machst alles richtig. Ich kann dir nur eins sagen, genieß es, solange du Ferien hast. Ehrlich, genieß es einfach. Ich war auch aber so, dass ich gesagt habe, ich will endlich aus der Schule raus, ich habe einfach keinen Bock nicht. Und meine Leute und viele Erwachsene damals haben zu mir immer gesagt, du wirst dich nochmal zurückwünschen in die Schule. Ganz ehrlich, ich wenn heute nochmal so Ferien hätte wie früher, Beste. So, was soll man mit jetzt eigentlich da? Irgendeinen so Zipfjahre müssen wir finden, oder? Ah, das Treffen auflösen, ja. Ja, du bist ja in einer Fortbildung. Ich meine jetzt in so einer richtigen Schule, also einer richtigen Schule. Scusi. In einer Hauptschule oder in einer Realschule, so meine ich jetzt. Ja, klar, wenn du in einer weiterführenden Schule bist, wie Meisterschule, klar, da hast du in der Regel keine Ferien. Das stimmt. Ja, okay, das Neustarten hat die Ruckler nicht wirklich stark entgegengewirkt, aber müssten wir jetzt leben damit, das hilft jetzt nicht. So ist es mir auch gegangen beim Assassin's Creed Ende. Von Brotherhood meinst du jetzt? Helft mir und ich erobere Rom zurück. Wir kamen überein, Della Rovere zum Papst zu wählen. Tut uns leid. Ich zahlte für eure Stimmen. Roma ist nicht mehr, was es einst war. Die Borgia-Geldquelle ist versiegt.
Das werdet ihr noch bereuen! Assassino! Lauft! Gedungene Männer versprechen euch ihr Blut, aber sobald ihr sie braucht, wenden sie sich gegen euch. Wache! Los, Bewegung! Also bist du auch auf einer weiterführenden Schwitzbrenners? Sorry, dann, ich wollte jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, beleidigen oder was weiß ich was. Ich hab jetzt gedacht, Gott, du bist du dann schon in der Ausbildung auch oder wie oder was? So, dann haben wir alle auf einen Haufen zusammen. Aber du, der Breselt schon mit den Meeren. Stellen wir uns mittig, weil dann kämpfen sie für uns. Okay. Aber man kann es ja so machen. Da kommt noch mal so ein grosser. Au! Perfekt. Ich weiß aber, dass da noch, der Werb hat vorher gesagt, es gibt noch eine 9. Sequenz, das heißt, wir können auch irgendwann noch mal rumrennen. Meine Männer sagen, Cesare versammelt seine besten Krieger vor dem Haupttor von Roma. Sammelt die Assassinen. Wir kämpfen gemeinsam. Nur halt gerade noch nicht. Alles gut, wer im Sommer 30. Oh, nice. Ja, das hab ich letztes Jahr hinter mir gebracht. Ist nicht so schlimm. Brauchst du nicht oben da. Ja, ich hab auch ein bisschen Panik gehabt vor dem 30er, aber ist alles halb so wild. Ja. Stell dir darauf ein, dass du vielleicht das eine oder andere mit so einem leichten Alzheimer-Aussetzer hast. Zum Beispiel deine Freundin verzeiht dir irgendetwas und eine halbe Minute später hast du schon wieder vergessen, was sie ist. Aber ansonsten ist nicht tragisch. Brauchst du nicht oben da. So. Rom, Dezember 1503. Nicht der 30er ist das Schlimme, sondern das, was danach kommt, sag ich weil. Ja, jedes Jahr halt anders, gell? Was möchtest du denn? Was ist mit den Enkerforschungstruppen da? Kommt so gar nichts. Ganz Italien wird vereint sein! Und ihr herrscht an meiner Seite! Wir haben schon. Wollt ihr meinen Triumph genießen? Bald trifft Micheletto mit seinem Heer ein. Aber ihr werdet schon vorher sterben. Insieme per la vittoria! Vittoria Assassini! Ja, so ungefähr, genau. Meine Männer enttäuschen mich nicht. Sie wissen, was sie dann erwarten. Gleich mal die Rohlinge ausschalten. Und mein Reich wird wiederhergestellt. Reißt dem Assassinen die Kehle raus! So, rufen wir unsere Assassinenbrüder auch noch mit dazu, weil für das haben wir sie jetzt die ganze Zeit ausgebildet. Ich will, dass die Assassinen heute... Seht, was es ihm einbrachte! Meine Männer enttäuschen mich nicht. Sie wissen, was sie dann erwarten würde. Ja, die regeln das schon. Jetzt du mit deinem scheiß Pferdl da drum. Ja, Brudi, du hast keine Leute mehr. Ich will, dass die Assassinen heute untergehen. Du meine, wirst du schwer tun. Seht, was es ihm
Ich hab eine fucking Armee und du? Ja, gut. Machiavelli, du nährst mir langsam mit deinem Pferdl. Oh, ruf von einmal 2, damit ja nichts passiert. Jetzt sauft mir meine Schwester auch noch über den Haufen. Das ist natürlich sehr gut. Der Machiavelli rennt uns seine eigenen Leute über den Haufen. Das ist also, der ist so richtig Zuffer, der Typ. Mach das auch nicht raus. Das war fast das Gescheiter, der Fight. Habitäre Christi. Alles gut bei dir. So, noch 7 Sekunden. Ja, das ist ja easy GG, da die Song. Ja, deine Männer haben platt. Legt eure Waffen nieder, Cesare Borgia. Michelettos Heer marschiert hinter mir auf. Wir erobern meine Stadt ein für alle Mal zurück. Das ist nicht mehr eure Stadt. Auf Befehl Papst Julius II. Verhafte ich euch, Cesare Borgia. Für die Verbrechen Mord, Betrug und Inzest. No! 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 Das ist nicht das Ende! Ketten halten mich nicht! Ich sterbe nicht durch die Hand eines Menschen! Richtig. Habe die Ehre, ja, passt, danke der Nachfrage. Selbstverständlich. Bei uns alles zauberhaft. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, du bist gut in die neue Woche gekommen. Es gibt immer einen Weg. Nein, er ist zu mächtig. Er muss außer Reichweite von Menschen versteckt werden. So eine Schande. Ein Meisterwerk zu verstecken, wo niemand es sieht. Und doch. Was, wenn er meinte, was er sagte? Ich kann's nicht riskieren. Cesare hatte recht. Ich muss gehen. Und deine Freunde? Die Bruderschaft wird fortbestehen. Mit mir oder ohne mich. Was hast du als nächstes vor? Eine Saat sehen. Hier, was? Ein Geschenk. Wenn das der Abschied ist, dann behalte dein Geld. Ich will es nicht. Wir werden uns wiedersehen. Du hast mein Wort. Buona Fortuna, mein ältester Freund. Leonardo, einfach der beste Kerl überhaupt. Und nimm das Geld. Bei deinem mageren Lohn wirst du es brauchen. Schließlich wurde mein Patron verhaftet. Okay, nice. So, jetzt meine, in der letzten Sequenz werden wir uns aber noch mal ein wenig umschauen können, ja? Ich war jetzt eigentlich ehrlich gesagt noch nicht darauf eingestellt, dass mir die Spiel halt fertig spielt. Aber gut. Momentan krass viel Arbeit, aber da gewohne ich mich auch langsam dran. Werde auch wieder Zeit kommen, wo ich weniger zum tun habe. Ja, auf alle Fälle. Muss aber das Positive, also das Positive an viel Arbeit heißt, dass Zeit vergeht in der Arbeit. Ne? Wie habt ihr mich gefunden? Der Apfel aus dem Besitz von Mario Auditore führte mich her. Freunde, das ist die letzte Mission. Tötet ihn! Tötet den Assassinen! Reißt den elenden Bastard in Stücke! Okay, Freunde der Sonne, folgender Sachverhalt. Jetzt bin ich gerade selber ein bisschen out of context. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir heute mit Assassin's Creed Brotherhood fertig werden. Das wirft mir jetzt tatsächlich so ein kleines bisschen aus der Bahn. Weil ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht Gedanken gemacht habe, was wir dann danach spielen. Aber ich hab heute in der Nacht wahrscheinlich ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Folgendes. Wir spielen jetzt die letzte Mission, dann schließen wir die Story heute ab. Und dann werden wir halt quasi heute nur so ein bisschen das nebenbei noch machen. Die Romulus-Verstecke können wir uns noch anschauen und die eine oder die 2 Leonardo-Missionen, was wir noch haben, und die Christina-Missionen. Können wir dann noch machen, vielleicht machen wir dann noch mal einen eigenen Stream draus, dass wir dann am Wochenende dann abschließend diese 3 Nebenstränge noch machen. Copernicus, von dem sechst und hörst irgendwie auch nichts mehr. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt heute mit der Hauptstory fertig werden. Aber gut, nehmen wir halt jetzt einfach so hin.
Positiv ist halt, wir haben dann ab nächster Woche wieder ein neues Projekt. Ja? Ich muss mir halt Gedanken machen, was wir spielen. Aber ich glaube, ich habe schon so eine Idee. Mal gucken. Schauen wir mal. Das heißt, das Gehalt ist sicher. Das natürlich auch, ja. So. Ah ja. Viana, März 1507. Ist das Wien? Wer ist geschichtlich da auf der Höhe? Viana, ist das Wien? Sequenz 9, der Sturz. Ich brauche Heiländer Habitäre. Alles fit, danke dir. Bei dir hoffentlich auch. Das Olivenfeld erreichen. Aha. Ist nicht, okay. Wir hätten da wahrscheinlich reiten sollen, oder? Du hast gerade in Minecraft chillig deine Bude weitergebaut. Sehr schön. Na, hoffentlich schaut die renovierungstechnisch noch was aus. Welches Jahr? 15.4? Ich hab jetzt ehrlich gesagt nicht aufgeschaut. Ja, da brennt der Hut. In Wirklichkeit halt. Aha, mir hätte man da eigentlich reiten sollen. Okay, alles klar. Wer mag Lasagne? Sim. Ja, kann sein. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich habe nicht aufgeschaut. Sorry. Ja, da der wir mir nicht mehr umeinander mit Sneaky Peaky, das kannst du vergessen. Da rennen wir ja rein ins Viech, das gerade kracht. Wir kriegen diesen Bastard. Ich sehe dich in der Hölle. Ich gebe auf. Ja. Oh, da ist ja noch einer. Ich hörte, dass Cesare Borgia die Navarresa befehligt. Dich nehme ich mit in die Hölle. Au. So. Perfekt. Viana ist ein Ort im Norden Spanien. Der Google sagt, dass Viana eine Etappe vom Jakobsweg ist. Somit warten wir in Nordspanien. Okay, alles klar, danke für die Info. Ja, es hat halt jetzt gerade so aus, ne? Viana, das war halt jetzt mein Gedankengang dahinter. Aber ich habe Gott sei Dank lauter geschichtliche Brains in meinem Chat, die uns da ganz schnell aufklären. Ja. Mal schauen, wir müssen da aufwägen irgendwo. Schnauze. Oh mei. Der einzelne Speerträger. Lul. Okay. Ayúdame. Mi hijo está herido. Jetzt an der Sprache. Okay.
Hätte man es erfahren können. Ihr glaubt's auch gleich dran. Da dort sind gar nicht runter. Erst lassen Sie die Frau in Ruhe, bis deppert. Achso, die kämpfen. Ja, okay, kämpft sie ruhig. Ja, je mehr sie mich in Ruhe lassen, umso besser ist es. Ja. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. So straft der Allmächtige. Ja, wie jetzt? Wie sollst du da jetzt auserkennen, wer noch zu mir gehört und wer nicht? Ein Spei ruckelt halt schon gescheit. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass wir fertig werden damit. Ah. Alle gegen alle. Es ist wie in einem Battle Royale. Ja? Möge der Royal Rumble. Möge der Bessere gewinnen. Die angreifen, kehren nicht zu dir. Ja, es greift aber mich irgendwie jeder an. Auch die zu mir kehren, irgendwie so gefühlt, ne? Hauptsache dort dann steht wieder unser. Ja. Ah, sag mir jetzt bitte nicht, dass das... Okay. Da steht natürlich rein zufällig jetzt ein Haihaufen dort. Oder liegt natürlich rein zufällig ein Haihaufen dort. Oh, da geht's rund. Dort ist er! Auf ihn! Oh, du gibst der Ruhe. Ja, die haben es natürlich jetzt erst einmal alle auf den Jock gesehen, ist eh klar. So die Türme da, so die Holztürme, wie die da haben, das erinnert mich halt voll an Herr der Ringe, an die Schlacht von Minas Tirith, ne? Da haben sie, wo die Trolle dann die Holztürme da an die Mauer schirmen. Das schaut halt 1:1 genauso aus. Wieder da mit Dönerboxen. Oh, und jetzt kriege ich Heißhunger. Aber ich wünsche euch natürlich einen guten. WB Birgit. Lasst es euch schmecken. Habt's euch verdient. Ich darf mich nicht beschweren. Wann hab ich Döner gegessen? Am Donnerstag? Nein, nicht am Donnerstag. Irgendwann letzte Woche. Weiß ich nicht mehr. Döner geht einfach immer. Ah, den auch noch. Ich frage mich, wie die diese...
Das Brenners, ganz einfacher Fall. Jegliche Form der Physik wird in Videospielen aufgehoben. Obwohl die Frage sehr berechtigt ist. Was habt ihr jetzt da für einen Plan? Was ist das, ein neuer Fortnite-Dance oder wie sage ich das? Okay, da ist bei wieder Buggy. Okay, nice. Zu der Zeit also keine Physik geben. Ja, das kann natürlich auch möglich sein. Ja, jetzt probieren wir es halt nochmal vielleicht. Ja, nice, da ist Spey verpackt. Wieder mal. Okay, neu starten, hilft dem nicht. Oder der wir mal einen Animus verlassen, vielleicht hilft uns das jetzt. Hoffentlich müssen wir die Mission jetzt nicht nochmal von vorn spielen. Willkommen zurück, Desmond. Die Bugs habe ich so aus der Xbox-Version damals, wie ich es gespielt habe, überhaupt nicht gehabt. Also wirklich nicht. Also entweder liegt es an der PC-Version an und für sich, dass die einfach komplett verpackt ist, aber so krasse Bugs habe ich auf der Konsole damals nicht gehabt. Liegt an der PC-Version. Okay, das heißt für mich automatisch Revelations und Teil 3 spielen wir dann auf der PlayStation 5. Definitiv. Weil das ist schon hart grenzwertig. Ich meine, wir haben eine Mission, die wir nicht spielen können. Das ist die Flugsteuerungsmission. Das hab ich vorher am Anfang vom Stream schon gesagt, dann wusste ich, dass das klingt ist, weil das hab ich mir vom Zieringer, also von meinem Mod sagen lassen und hab's im Internet recherchiert. Und jetzt hat da, dass teilweise die Missionen nicht triggert werden, das ist halt schon... Kenne ich ja so gar nicht. Ja, nice. Muss jetzt Spiel komplett neu starten wieder, oder was? Ja, cool. Nice. Der 15. Neustart halt in dem Stream. Okay, nice. Perfekt. Okay, wir spielen nie wieder Assassin's Creed am PC. Ist keine gute Idee. Die anderen 2 Teile waren aber nicht so schlimm. Überhaupt nicht. Wobei, warte mal, hab ich das 2 auf dem PC gespielt? Ja, das 2 habe ich auf dem PC gespielt, tatsächlich. Das 1 auch. Weiß ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen. Nein, Schmarrn, 2 haben wir auf der PlayStation gespielt. Weil ich den da noch gehabt hat. Den habe ich noch gehabt und 1 auch. 1 und 2 haben wir auf der PlayStation gespielt gehabt. Weil ich die noch gehabt habe. Brotherhood habe ich auf der PlayStation nicht. Aber so weit ist klar, die nächsten 2, also sprich Revelations und Assassin's Creed 3, wenn wir es irgendwann spielen im Laufe des Jahres oder je nachdem, die spielen wir dann auf der Konsole. Weil da weiß ich nämlich auch nicht, dass da so krasse Bugs gegeben hat. Du hast auf der PS4 keine Probleme gehabt. So, probieren wir es nur einmal. Ja, da wird die letzte Sequenz nicht triggert. Ja, und jetzt? Sehr geil.
ist top. Irgendwas ist der Gräber kaputt, ja, ich glaube auch. Ja. Die werden auch von der Rauchbomben nicht triggert. Okay, du kannst es auch mit dem Bolz nicht. Hilft nichts anderes als die Sequenzen einstarten. Dann hilft's nicht. Dann hilft's nicht, dann rushen wir da jetzt durch, weil es eh nicht hilft. Ja, dann ist aber ganz ehrlich, dann werden wir aber wahrscheinlich die anderen Sachen nicht mehr da, weil das ist mir dann... Der Apfel. Das ist mir dann echt ein bisschen zu blöd. Also man dann jedes Mal denkt bei irgendeiner Mission, hoffentlich können wir die jetzt fertig spielen und ist nicht von irgendeinem Bug verseucht. Das ist mir dann zu dumm. Dann spielen wir jetzt das Spiel einfach auf entspannt fertig und dann lassen wir es gut sein. Ist uns dann eine Lehre für die nächsten Assassin's Creed Spiele, dass wir die auf der Konsole spielen und nicht mehr auf dem PC. Ich habe mal dort gedacht, spielen wir es auf dem PC, weil bessere Optik und so weiter und so fort. Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätten wir es uns sparen können. $1500 sind was, okay. Der Sturz. Ja, wenn er triggert werden darf. Aber das passt dann kriegen wir den Stream noch recht gut gefüllt heute. Das passt dann schon. Ist jetzt zwar wieder ärgerlich, weil ich jetzt denselben scheiß Namen spielen muss, aber ja. Mit dem Pferd reißt es sich schneller. So, jetzt macht die Sequenz auch Sinn. Dann hast du am PC Glück gehabt. Ja, ich habe im Internet, weil wir haben ja am Samstag haben wir ja auch Assassin's Creed gespielt. Und ich habe da einen Bug gehabt. Ich habe die Flugmaschine nicht bedienen können. Es ist nicht fucking possible gewesen. Die Flugmaschine hat sich von selber irgendwie gesteuert und mit gesteuert meine sie hat sich gar nicht gesteuert. Und dann habe ich halt recherchiert, dass halt zu 50% etwas sagen kann, dass die Mission halt einfach broken ist, dass du da nichts machen kannst. Außer Spiel deinstallieren und halt gegebenenfalls, wenn es blöd läuft, quasi einen Spielstand löschen. Und da ich halt auf das keinen Bock nicht gehabt habe, hab mir halt gedacht, gut, dann lassen wir halt die Mission weg, es hilft halt dann nicht und spielen wir es halt dann auch so fertig. Ja, und jetzt ist scheinbar da die letzte Mission auch ziemlich verbuggt, teilweise. Ja. Und ich wollte halt, wie gesagt, damals haben wir halt gedacht, wo wir angefangen haben, ja, spielen wir es halt am PC, weil haben wir ein bisschen bessere Frames, haben wir ein bisschen bessere Optik. Ja. Das habe ich halt nicht bedacht, nicht bedacht, dass da eventuell so krasse Bugs sein können. Aber gut, ist halt jetzt so. Müssen wir halt arbeiten damit. Ayúdame, mi hijo está herido. Du merkst es auch mittlerweile also wir haben jetzt letztes Mal noch nicht wirklich so Performance-Probleme gehabt, aber heute macht das Spiel krasse Performance-Probleme. Also es ruckelt wie Sau und mein PC kann das spielen, das ist kein Thema nicht. Das hat bisher auch, aber alles ohne Probleme funktioniert. Aber ich glaube, dass das Spiel einfach generell langsam auf dem PC in die Jahre kommt. Gehen wir mal oben entlang, weil dann sparen wir uns die ganzen Gegner. So. So, sparen wir uns endlich einen Haufen Gegner. Müssen wir nicht jetzt gehen 7000 Gegnerkämpfer, wenn wir jetzt da über Dachel lang gehen.
So. Ja, gut, dass die nicht kraxeln können. Perfekt. Um einfach die gleiche Strategie genommen, einfach über Dachel gehen, sofern möglich. Gut, perfekt. Ja, es ruckt schon gescheit, hey, leck mich am Arsch. Gut, sind wir wieder da, wo wir aufgehört haben, im Endeffekt. Jetzt hoffen wir, dass die Mission triggert. Haben wir vorher die Zwischensequenz gehabt? So. Schauen wir mal. Wir haben da vorher die Wachen, glaube ich, nicht. Ah ja, doch, die haben mich schon angegriffen. So. Ja, Freunde der Sonne, ich darf fast behaupten, durchgespielt. Da die jetzt einfach einmal krass behaupten, wir haben es durchgespielt. Das geht mir jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen auf den Sack. Da können wir mal probieren, ob wir die 2 Wochen dann ausschrecken, aber wird wahrscheinlich nicht viel ändern. Ja, nice. Perfekt. Das ist das Ende, wie wir uns es wünschen. Nicht. Okay. Ja, gut. Ja, Freunde der Sonne, ich darf sagen, dass das war Assassin's Creed Brotherhood. Es tut mir leid, ich darf gerne den letzten Bosskampf sagen, aber ihr seht es selber, es triggert die Mission nicht mehr fertig. Kurz zur Erklärung, was da jetzt passieren. Wir werden jetzt einen Endkampf gegen Cesare führen, also ein ganz normaler Zweikampf. Der schaut nicht anders aus wie jeder andere Zweikampf auch. Der dauert halt ein bisschen länger, weil der halt mehr Gesundheit hat und auch gelegentlich haben wir ein wenig blockt und kontert. Basically ist er der Meinung, er kann von nichts Menschlichem getötet werden. Der Ezio, lässt dann praktisch im Endeffekt, der hängt dann quasi so ein bisschen über die Mauer oben und dann droppt er eben den Spruch, dass er nichts Menschliches töten kann. Und dann sagt er mehr oder weniger der Ezio nur so, ja, ich lasse drauf ankommen. Und dann lässt er einfach einen Cesare über die Mauer runterfallen und er stürzt in den Tod. Ja. Und das ist im Endeffekt dann das Ende vom Lied von dem Spiel. Wenn ich es jetzt noch so richtig im Kopf habe. Jetzt dürft ihr mir gerne berichtigen, wenn es nicht mehr ganz so stimmt, wie ich es jetzt gesagt habe. Aber ungefähr so läuft die ganze Geschichte ab. Ja. Ist halt jetzt einfach richtig bitter, weil... Ja... Das war mal, sagen wir mal so, ich nehme da jetzt was Positives mit und ich lerne da draus, dass er mir Assassin's Creed die alten Teile nicht auf dem PC spielt. Das ich muss fairerweise sagen, ich habe mich vorher auch nicht wirklich darüber befasst, wie buglastig das Spiel auf dem PC ist. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte man es auf der Konsole gespielt. So irgendwie es ist. Aber gut. Ist halt jetzt so. Schier so an an. Das habe ich vorher schon probiert, das funktioniert nicht. Das habe ich vorher schon probiert. Haut nicht hin. Da fliegt die Kugel einfach durch.
Können wir leider nichts machen, Freunde. Ich denke wirklich gern, ich hätte das Spiel wirklich gern vernünftig fertig gespielt, aber so ist natürlich Banane, ne? So ist halt natürlich gescheit Banane. Gefällt mir nicht. Müssen wir uns leider doch so viel Assassin's Creed verabschieden. Das ist mir jetzt zwar selber zuwider, aber ich kann nichts tun. Es ist basically, wir haben da Tempobunden. Jetzt haben wir die Sequenzen neu gestartet, wir haben ein Spiel etliche Male. Einmal neu gestartet oder eigentlich zweimal. Was bleibt mir denn mehr? Weißt du schon? Ich meine, es ist halt dann auch lästig für mich dann, weißt du, wenn ich halt dann feststehe oder halt Angst haben muss, jetzt gehe ich in irgendeine Nebenmission, wie wir zum Beispiel Christina nachgeholt hätten oder einen Kopernikus oder sonstiges, gehst in eine Mission und stellst dann fest, dass du es nicht mehr spielen kannst, weil es verpackt ist. Ja? Das ist halt, es ist halt scheiße. Es wird jetzt natürlich alles andere als wie geplant. Erstens mal hätte ich sowieso nicht geplant, dass wir es halt fertig spielen. Das war ja jetzt an und für sich nicht schlimm, weil Spiele gibt es genug, wo wir streamen können. Aber das zweite ist jetzt halt, jetzt ist halbe Simme, jetzt haben wir ungefähr eine Stunde eher fertig, es lohnt sich jetzt aber auch nicht, ein neues Spiel anzufangen. So, jetzt hänge ich so mittendrin mit nichts im Endeffekt. Das ist halt, das ist scheiße sowas eigentlich. Aber gut, ich kann ja nichts, ich behaupte es jetzt einfach, ich kann ja nichts dafür. Ich meine, ne, ich glaube, wir haben uns alle einig, dass ich jetzt an der Sache keine Schuld nicht habe. Sei es wie es sei, stirbt Kur, bleibt's hei, stirbt's Ros, ist der Stuhl Allah. Ja, richtig, hast recht. Ist ziemlich mühsam. Ja, wie gesagt, also wir werden natürlich Revelations spielen und wir werden auch Assassin's Creed 3 spielen, der Vollständigkeit halber. Zwar jetzt nicht wieder in absehbarer Zeit, da lassen wir wieder ein bisschen Zeit vergehen, bis wir wieder Assassin's Creed spielen. Aber die zwei Teile werden wir dann definitiv nicht auf dem PC spielen. Die spielen wir auf der Konsole. Ja, die werden wir dann auf der PS5 besorgen. Die haben ja nicht mehr teuer mittlerweile, die kosten ja kein Geld mehr. Als 3er Remaster habe ich sogar auf der Playstation. Bei Revelations muss ich schauen. Vielleicht habe ich das auch noch und weiß nur nicht mehr. Kann's auch. Möchte mich aber jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Und wenn ich es nicht habe, mein Gott, dann besorgen wir es halt. Ist jetzt, an dem soll und wird es nicht scheitern. Ja? Aber gut. Kann man halt jetzt leider nichts machen. Schauen wir mal. Gut. Ja, wo wir noch am Blättschmerz Spiele, die demnächst gestreamt werden oder so. Ja, das können wir tatsächlich noch ein bisschen machen, da hast du recht. Weil, ich meine, was soll ich jetzt machen? Ich reise jetzt nicht irgendein Spiel an, das hat keinen Sinn nicht. Weißt du schon? Weil das jetzt wegen einer halben Stunde oder einer Dreiviertelstunde in irgendein Spiel reinschauen, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr wirklich. Und vor allem, ich muss mir sowieso erst mal Gedanken machen, was man mir dann für Assassin's Creed nachrücken lassen. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob man Hollow Knight einzwickern, das haben wir ja an Silvester mal angezockt gehabt. Das darf man eigentlich schon recht taugen. Oder hat man recht taugt, da darf man nochmal von vorne anfangen, weil ich halt auch jetzt aus dem Spielgeschehen raus bin und halt nicht mehr ganz genau weiß, um was das geht. Darüber überlege ich schon, ob man vielleicht Hollow Knight einzwickern einmal. Weil Harry Potter, also Hogwarts Legacy, werde ich wahrscheinlich erstmal nicht streamen, nicht wegen der J.K. Rowling-Thematik, sondern einfach, weil ich halt erst einmal abwarten möchte, ob das Spiel dem Hype überhaupt gerecht wird. Ja? Und das bezweifle ich aktuell. Ich glaube, dass das Spiel mehr gehypt wird, als was wirklich dann abliefert letztendlich. Die klassischen Harry Potter Spiele, die hätte ich dann für Herr der Ringe noch gezogen. Ne? Das Einzige, was jetzt war, es kam am 10. Ich muss jetzt schnell schauen, es kam die nächsten Tage irgendwann ein Spiel aus. Das heißt Wild Hearts. Das ist sowas Ähnliches wie Monster Hunter. Nicht ganz genau das gleiche, aber schon in etwa das gleiche. Das kann man im Koop spielen, unter anderem. Das kann man, wann kommt das? Das kommt jetzt entweder am 16. kann man das. Da bin ich am Überlegen, aber da will ich halt eigentlich auch warten, bis das da mal die ersten wirklichen Tests, die ersten wirklichen Rezessionen heraus haben, weil das Spiel, das ist auch noch so ein Spiel, das hängt so ein bisschen in der Luft, das kann richtig gut werden, das kann aber auch massiv scheiße werden und das ist halt der Vollpreistitel. Wie war das wieder mal mit einem Souls-like-Spiel?
Müsst ihr überlegen, was man da spielen kann, Souls-like technisch. Also grundsätzlich habe ich nichts gegen Souls-like. Ich hole es mir auch nicht mehr 70 Euro zu teuer momentan und das mit dem Hype kann auch gut sein. Ja, ich glaube, wie gesagt, ich bin mir da. Wenn das Spiel wirklich den Hype gerecht wird, dann werden wir es wahrscheinlich schon holen. Dann ist aber auch die Frage, ob ich stream, weil das Spiel halt dann verdammt groß ist. Ne? Das Spiel ist an und für sich ein Spiel, soll nicht groß sein, weil das bringst du, also ich gehe jetzt von mir und meinem Stream aus, ich bringe das alles, The Witcher zum Beispiel, ne? War ein super geil Spiel zum Streamen. Es ist aber einfach zu groß. Das Spiel an und für sich ist einfach zu groß und da müsst ihr jetzt einfach 8 oder 10 Stunden Streams machen, damit es sich rentiert und das 2-mal in der Woche. Und da ich das nicht kann und nicht will und auch die Zeit nicht dazu habe, brauchen wir ein Spiel, das wo halt so ein bisschen so nicht zu klar wird, aber auch nicht zu groß ist. Herr der Ringe zum Beispiel, die Teile, haben halt 3 Stück. Die kannst du zusammenhängen, dann ist halt ein Großprojekt. Ja? Aber die Teile an und für sich sind eigentlich zu kurz. So, auf die Art. Sekiro haben wir schon mal gespielt. Vor über einem Jahr. Habe ich überlegt, ob wir mal einen zweiten Run machen tatsächlich. Da waren aber einige von euch schon da, die haben Sekiro bei mir schon gesehen. Sekiro kenne ich halt in- und auswendig. Das war mehr so ein Erklär-Bazi-Run, mehr oder weniger. Wo ich allerdings schon vor geraumer Zeit überlegt habe, war Bloodborne. Das war halt so ein Titel, den wo ich auch mal im Stream spielen will. Ich glaube, dass das den Cyberpunk weggeht, inklusive Bugs etc. Auch das kann durchaus möglich sein und auch das ist ein Grund, warum man es erst einmal nicht holt. Weil ich erst abwarten will. Also bei mir brauchst du das nicht streamen, ich habe 2 gefunden, die ja, also, an Hogwarts Legacy Streamer wird es definitiv nicht scheitern. Ja, Twitch wird die nächsten Tage überrennt werden von Content Creatern, die wo Hogwarts Legacy streamen. Also natürlich, ich hätte eigentlich auch ursprünglich vorgehabt, dass ich stream, aber wie gesagt, ich will erst mal abwarten, wie das Spiel letztendlich, in welchem Zustand es rauskommt und ob es auch das halten kann, was es verspricht. Ne? Also von daher, vielleicht spielen wir es dann irgendwann einmal. Ja, das kann schon mal sein, dass wir mal reinschauen miteinander. Oder dass es einfach einmal so casual einzwickt. Das kann schon durchaus möglich sein. Aber ich will jetzt nicht irgendein Spiel mir schon holen, wo ich noch nicht mal weiß, kommt das alles ganz oder ist nur halb fertig. Ja. Ist ja heutzutage leider Gottes ist ja heutzutage nicht gewiss, dass ein Spiel fertig auf den Markt kommt. Und das befürchte ich halt. Dass das bei Hogwarts Legacy durchaus der Fall sein kann, unter anderem. Aber wie gesagt, an die Streamer von Hogwarts Legacy wird es in den nächsten Tagen nicht scheitern. Das werden unfassbar viele Leute spielen. Das wird eine ähnliche Hypewelle ausrollen auf Twitch, wie es damals bei Elden Ring gewesen ist. Aber Elden Ring war halt ein verdammt gutes Spiel. Das hat ganz am Anfang, die ersten zwei Tage hat es einen leichten Performance-Bug gegeben. Oder was heißt, das war eigentlich kein Bug nicht, sondern es war halt einfach ein Performance-Fehler. Und der war innerhalb von 2 Tagen behoben. Und ansonsten war Elden Ring eigentlich. Also ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht damit. Nein, wo gab es sowas, dass Spiele unfertig rauskommen? Ich habe noch nie gehört davon. Noch nie gespielt. Na, müssen wir schauen. Also, Bloodborne war der Möglichkeit. Wir können tatsächlich wirklich einmal wieder Souls-like spielen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich persönlich, ich bin immer für Souls-like oder Souls-Game zum haben. Bloodborne war halt ein sehr düsteres Spiel, ist aber ein verdammt gutes Spiel. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gespielt. Also, Bloodborne habe ich mit Sicherheit vor 7 Jahre das letzte Mal gespielt, oder 6 Jahre. Also, es ist auch schon einige Zeit verstrichen, aber habe ich damals gesuchtet. Das ist aber fast, da geht man eine Trophäe auf Platin ab bei Bloodborne. Das habe ich gespielt wie ein Geistesgestörter. Das war tatsächlich, glaube ich, sogar für mich mal wieder eine Herausforderung, weil aus dem Spiel bin ich wirklich schon lang raus. Ja? Also bis ich mich mal wieder dran gewohnt, an die ganze Mechanik, an die ganze Steuerung, ich glaube, das hätte schon etwas. Bloodborne hätte auch eine gute Länge. Also eine gute Länge für einen Stream, sage ich jetzt einmal. Das ist jetzt nicht übergroß, aber auch nicht total klar. Ja? Also Bloodborne kann man tatsächlich ins Auge fassen, wir können Hollow Knight ins Auge fassen. Nuzlocke möchte ich erst nicht spielen. Nuzlocke möchte ich dann wahrscheinlich in Richtung Sommer wieder machen, wenn sie sich vom Umbau her ausgeht. Ne? Nuzlocke Challenge Pokémon haben wir in der letzten Zeit recht häufig gehabt, also Pokémon möchte ich jetzt erstmal außen vor lassen. Und
ansonsten, ich werde demnächst, also wahrscheinlich wird es so werden, dass wenn wir mit Herr der Ringe, mit der Saga komplett fertig haben, werde ich einen einzigen, an einem Wochenende mal, vielleicht an einem Sonntagvormittag, muss ich mal schauen, möchte ich einen einzigen Monster Hunter Stream einzwicken. Das wollte ich eigentlich schon länger mal machen, seitdem ich halt quasi mal weiß, wie das Spiel funktioniert. Da habe ich auch mit dem Dev schon geschmatzt gehabt. Da möchte ich ein einziges Mal einen einfachen gemütlichen Hunting-Stream machen. Das ist aber One Day Only. Ne? Also das wird jetzt kein Dauerprojekt nicht werden. Einfach weil ich da mal Bock drauf hätte und weil ich halt damals, wo ich es halt richtig aktiv gesuchtelt habe, schon gesagt habe, das will ich einmal machen. Und jetzt, wo wir halt am Samstag die eine Stunde ein bisschen reingeschaut haben, habe ich schon festgestellt, das war eigentlich schon geil. Kann ich zwar während der Jagden nicht ganz wirklich aktiv auf den Chat schauen, aber das soll jetzt, glaube ich, das weniger Problem sein, denke ich mal. Ich kann Pokémon aktuell auch nicht wirklich sehen. Ja, das ist momentan, als Pokémon ist für mich momentan die Luft eher draußen. Aus Gründen. Du hast dich noch nie für Pokémon interessiert, das macht nichts. Du musst, also wenn ich Pokémon spiele, spielen es mir so, dass sogar Nicht-Pokémon-Spieler mitfiebern. Glaub mir das. Ja, du kannst dann Mr. Price zum Beispiel fragen, du kannst alle anderen fragen, wir machen da eine Challenge draus, da wo jeder von euch mitfiebert. Oder der Großteil von euch. Aber das erkläre ich dann einmal, wenn es einmal wieder so weit ist. In einem Monat kommt dann Wulong als nächstes Spiel von den Nioh-Entwicklern. Das glaube ich hat. Ja, da habe ich einen Trailer gesehen tatsächlich. Das ist halt wie Nioh tatsächlich. War da auch eine Möglichkeit. Ich habe mich zwar noch nicht wirklich stark informiert drüber, aber das kann man mal auf die imaginäre Agenda schreiben. Ja? Also Souls-like-Spiele, die gehen die Hand. Das habe ich ja zu Yassi gesagt. Ein Souls-Spiel ist unfassbar schön zum Zuschauen. Finde ich. Ne? Weil man halt einfach ein wenig mitfiebern kann oder weil man halt einfach, vor allem wenn man halt überhaupt keine Ahnung davon hat, wenn man ein wenig etwas erklärt kriegt, dass man sich so ein bisschen in das Ding einversetzen kann. Und den einen oder anderen habe ich schon dazu gebracht, Souls-Likes zum Spielen. Ja? Ich finde Pokémon geil, ich bin aber in Gen 1 hängen geblieben. Ja, Gen 1 wird vermutlich mein nächster Nuzlocke werden. Die Klasse, also die ganz alten Spiele, also Retro, so blau oder gelb, irgendwie sowas. Aber wie gesagt, da haben wir noch ein bisschen hin. Darf ich bezüglich Pokémon über die Credits spoilern? Mir ist das wurscht. Ich kann's gern machen, mir ist das so wurscht, weil ich werde das Spiel nicht, also die neue Edition, ich werde es nie wieder angelangen. Ich sag das, wie es ist. Seid nicht einmal competitive. Ich spiele nicht einmal competitive in der neuen Gen, weil mir das Spiel einfach komplett enttäuscht hat. Ich glaube, Dead Space war es bei dir bestimmt lustig zum Zuschauen. Ich hätte tatsächlich, ich war jetzt tatsächlich so, dass ich sage, Dead Space da mal anschauen, aber der Grund ist, warum man es nicht gleich anschaut, ist folgender: Wir haben in letzter Zeit einfach generell sehr schusslastige Spiele gespielt. Wir haben Tomb Raider gespielt, wir haben The Last of Us gespielt. Ich schaue, ob ich möglichst, dass ich für euch Sachen streame, damit es ein bisschen eine Abwechslung ist. Dass nicht immer stur dasselbe ist, so unterm Strich. Deswegen, wir werden vielleicht, ich habe Dead Space selber noch nie gespielt, keine Ahnung. Ich kenne Dead Space nur halt so was man halt so ein wenig mit aufschnappt. Ich kenne die Geschichte nicht dahinter. Vielleicht spielen wir irgendwann einmal Dead Space. Das kann durchaus möglich sein. Ja? Das war jetzt tatsächlich so später, ist jetzt kein reiner Ego-Shooter nicht. Aber das ist vielleicht etwas für Zukunft, dass man mal sagt, ich schaue mir Dead Space einmal an. Ne? Das nächste, was wir mir schießertechnisch spielen werden, ist Resi 4 Remake. Das kommt im März irgendwann, zumindest nehmen wir es vor. Wie gesagt, die Aussagen, wo sie demnächst so streamen, müsst ihr bitte schon immer mit Vorsicht genießen, weil, ne, ihr wisst, bei mir steht ein großer Umbau. Das kann von heute auf morgen ganz schnell gehen, dass ich sage, okay, jetzt schaffe ich es nur noch einen, maximal, wenn überhaupt zweimal in der Woche live zu gehen. Da müssen wir uns sowieso Gedanken machen oder muss man Gedanken machen, was ich dann content-technisch dabei für euch bringe. Weil es ist so, muss man halt denken, wenn ich will mich ja bemühen, dass ich einmal in der Woche live gehe. Ja, das wird dann wahrscheinlich immer der Sonntag sein oder vielleicht einmal der Samstagabend, je nachdem, wie ich halt vom Tennis her noch aus kann, ne, weil das tue ich ja nach wie vor dann. Das brauchst du auch für den Kopf. Aber dann wird es wahrscheinlich eher so werden, dass wir nicht mehr 2 Projekte laufen haben in der Umbauphase, sondern halt nur noch ein Projekt. Ja, weil, wann sollten das unterbringen, weißt du schon? Da, wenn du einmal in der Woche live gehst und spielst dann 2 verschiedene Projekte, dann dauert es immer 2 Wochen, bis bei dem anderen wieder angekommen bist. Dabei vergisst ja jeder, was war denn eigentlich Phase. So, aber ich glaube, dass das, denke ich mal, für euch absolut verständlich ist. Wie schaut es mit Prince of Persia aus? Interessiert mich ehrlich gesagt nicht so stark. Mr. Price. Die Idee ist gut, aber
interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Prince of Persia ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich hab einmal eins gespielt, wie hat das geheißen? Sands of Time. Irgendwie sowas, also da musst du irgendwie mit Zeit anhalten machen musst, das hat es auf der Xbox damals gegeben, das habe ich gespielt. War okay, aber hat mich halt auch nicht wirklich begeistert so. Ne? Also Prince of Persia ist eher nicht so meins. Wohnungsrenovierungsstreams. Ja, nein, das kann ich nicht machen. Das tue ich aus Privatgründen nicht. Was ich vielleicht machen werde, ist, dass ich eine kleine Roomtour mache, wie es jetzt ausschaut. Ja, da wo ich dann allein bin, da mache ich einfach ein Video und dann erkläre ich einfach so ein wenig, was Sache ist. Aber ich will mein Privatleben, auch die Personen um Frau Bazi und meine Eltern und vielleicht meine Schwiegerleute, ich will die aus dem Twitch-Ding da raushalten. Wenn die irgendwann auf mich zukommen und sagen, hey, wir möchten mal im Stream dabei sein, dann ist es kein Problem, aber das soll quasi privat bleiben, mehr oder weniger, ja. Luki wollte da bloß mal blöd daherreden. Ja, das ist schon klar. Das ist schon, überhaupt alles gut. Alles gut. Es ist jetzt nicht, dass ich es als Angriff aufgefasst habe, aber ich wollte es einfach so der Vollständigkeit halber nur dazu sagen. Also wie gesagt, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich demnächst einmal ein Video mache von der Wohnung, also auf dem Handy einfach das Zeug am PC, dann schauen wir es uns in Stream Mode und erklären, was so geplant wäre jetzt aktuell, was wir wahrscheinlich so machen werden und dann, ja. Collective Gaming Germany, danke dir für dein Following, habe ich dir. Sense of Time und Forgotten Sense habe ich ziemlich geil gefunden. Schade. Ich habe gesagt, das waren die einzigen Prince of Persia Spiele, oder das einzige Prince of Persia Spiel, was ich jemals gespielt habe. Sonst habe ich persönlich nie etwas gespielt. Von dem Genre. Ratchet & Clank darf mich jetzt persönlich gerade auch noch nicht so catchen. Also das ist, Ratchet & Clank ist ein Spiel, auf das muss ich einfach spontan Bock haben drauf. Dass ich sage, okay, und jetzt will ich mir das einmal anschauen. Jetzt Brenners, vielen lieben Dank, dass du einen Luke in die Bazi-Gang holst. Luke, willkommen in der Bazi-Gang. Viel Spaß mit dir, Mods. Du bist ab jetzt offiziell geschubst. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Jetzt Brenners, danke dir. Vielen lieben Dank. Na, aber so, wie gesagt, warte, ich schaue mal, passt auf, ich schaue mal schnell kurz auf meine Streaming-Listen. Oder auf meine Spieleliste, die wo ich für den Stream angedacht gehabt habe. Dann kann ich weiß nämlich jetzt selber gar nicht mehr, wo so alles draufsteht. Jetzt passt's auf. Gut, wir hätten jetzt Resident Evil 2 und 3 Remake ist jetzt erstmal raus, weil ja dann bald 4 kommt. Ne? Spider-Man Miles Morales, wir haben erst vor kurzem Spider-Man gespielt, also lassen wir uns auch noch ein wenig Zeit. Batman Arkham-Reihe ist noch ein Fragezeichen dahinter, ob ihr da generell einmal Lust drauf habt. Also haben wir damals gefragt, wenn wir Spider-Man gespielt haben, warten so Batman-Spiele, was für euch die Arkham-Reihe ist, nicht schlecht. Assassin's Creed Brotherhood haben wir abgeschlossen, unerwartet und anders als gedacht. Assassin's Creed Revelations und Assassin's Creed 3, da haben wir noch Zeit jetzt tatsächlich. Was auch eine Idee war, lese ich gerade, habe ich gar nicht mehr so auf den Schirm gehabt, warten 2 Spiele. Eins ist ein Souls-like-Spiel, Lords of the Fallen. Da kommt by the way heuer oder nächstes Jahr auch noch mal ein Spiel, das heißt auch Lords of the Fallen, ist aber noch mal komplett anders wie das, was ich jetzt vorgelesen habe. Wäre auch ein Souls-like-Titel. Ist so ein, wie soll ich sagen, das ist ja so ein verstecktes Juwel, sage ich mal. Lords of the Fallen kennt nicht jeder, aber ist tatsächlich, finde ich jetzt nicht so ein krass schlecht Spiel. Ne? Könnten wir uns auch überlegen. Ja? Was wir auch überlegen könnten, war Final Fantasy Sim Remake, ja, das PS5-Spiel. Das habe ich einmal durchgespielt, das ist auch nicht schlecht, das ist ein sehr storylastiges Spiel. Man muss halt mit dem japanischen Zeichenstil klarkommen. Ja? Also das ist halt typisch Japan. Ja? Aber es ist ein sehr gutes Spiel. Ja? Das können wir uns einmal überlegen. Horizon Zero Dawn und Forbidden West möchte ich ehrlich gesagt momentan nicht spielen, weil es einfach momentan zu groß sind und ich halt nicht weiß, ne, wie lang und so weiter und so fort wegen Wohnungsumbau. Schatten des Krieges war ein Mittelerde-Titel. Spielt sich aber wie Assassin's Creed, da wir jetzt gerade eben Assassin's Creed beendet haben, lassen wir das auch erst einmal hinten dran.
Dragon's Dogma Dark Arisen war ein Open-World-Spiel tatsächlich. Das ist mehr so, ja, mehr so im Skyrim-Gothic-Stil. Ist auch nicht schlecht, ist auch ein ziemlich gut Spiel, dauert aber auch ein wenig länger. Dann haben wir eben Bloodborne, wo wir überlegen können. Hogwarts Legacy schirmen wir auf. Gut, Herr der Ringe Gollum ist auf unabsehbare Zeit verschoben. Man weiß nicht, wann das kommt, aber das war auch etwas, was wir mal irgendwann im Stream spielen werden. Final Fantasy 13 dauert's lang, schirmen wir auf. Mortal Kombat 11. Ja, Gang theoretisch, das dauert nicht lang, das ist halt einfach nur blutig und brutal. Ja, da wird's einfach nur schonungslos die Fresse eingehauen. Herr der Ringe Trilogie haben wir gerade dabei. Dark Souls 2. Kann man sich überlegen. Tomb Raider Trilogie, na, da haben wir den ersten Teil schon gespielt, das lassen wir jetzt erst auch mal außen vor, weil wir das erst vor kurzem gespielt haben. The Last of Us ist fertig. Uncharted habe ich auch auf der Liste, ist ungefähr das gleiche wie Tomb Raider, nur anders, ja, Setting sozusagen. Harry Potter 1 bis 3 kommt irgendwann noch Herr der Ringe. Und Hollow Knight. Dragon Ball, schwierig. Dragon Ball ist schwierig. Ich persönlich hätte grundsätzlich keinen Stress damit. Die Frage ist halt, was für ein Dragon Ball Spiel spielst. Und noch dazu ist jetzt so, für einen Nicht-Dragon Ball-Kenner die Geschichte von Dragon Ball zu erklären anhand des Spiels, Brudi, das ist schwierig. Das ist schwierig. Aber grundsätzlich habe ich nichts, ich hätte nichts gegen Dragon Ball Spiel an und für sich. Ja? Das Ding ist halt, das müssen die Leute halt mengen. Ja? Da gibt es halt nur zwei Fraktionen. Eine, die feiern Dragon Ball, so wie ich halt einer bin. Ich bin damit aufgewachsen, das war meine Kindheit. Und die anderen sagen, nicht für Scheiß. Etwas dazwischen gibt's nicht. Ich kenne von Final Fantasy nur den einen oder den anderen Film. Das muss dann der Simmer gewesen sein, weil soweit ich weiß, ist von Final Fantasy nur ein Teil verfilmt worden und das ist die Afterstory vom Simmer. Demon's Souls Platin Run weitermachen. Das kann man eigentlich auch dort tatsächlich, ja. Platin Run, ja, wobei das könnte man schon machen, ja. Aber das ist halt im Endeffekt, im zweiten Run speist du Spiel einfach nur noch mit durch, legst die ganzen Bosse und holst das online drauf hin. Mehr machst du eigentlich nicht mehr. Ja, Dragon Ball geil, Dragon Ball ist super. Es gibt nicht Dragon Ball Kenner. Es gibt Leute, die kennen kein Dragon Ball nicht. Oder können damit absolut nichts anfangen. Wie gesagt, es gibt nur zwei Fraktionen. Eine, die feiern es und eine, die interessiert es nicht. Das wird dann auch nur interessant für mich, weil es Blätterherren... ja, Blätterherren steht bei mir im Stream auf der Tagesordnung. Also da braucht es halt nicht wieder. Abstimmung Dragon Ball, ja, nein. Das machen wir am Wochenende. Am Wochenende, das können wir... Leute, passt auf. Wir machen am Wochenende, wahrscheinlich am Sonntag irgendwann, da haben die mehreren Leute da. Also das sage ich jetzt nicht so, weil ich jetzt eng niedermachen will oder schlechteren will, um Gottes Willen, das möchte ich nicht sagen damit. Aber... am Sonntag haben tendenziell mehr Leute da können wir wirklich einmal eine Umfrage machen. Wir können auch in Discord eine Umfrage machen, ob wir mal ein Dragon Ball Spiel spielen sollen oder nicht. Es wurde aber, sage ich auch gleich dazu, kein Dauerprojekt. Okay? Das wurde dann mal auch so ein One- oder vielleicht Two-Time-Only, dass wir mal zweimal einfach schonungslos irgendwelche Verbrecherzipfeln aus dem Weltall verprügeln. Das können wir machen, wenn die Leute darauf Bock haben. Ja? An mir soll es nicht scheitern. Ja, ich bin Dragon Ball Liebhaber seit ich klein bin. Ja, ich warte da sehnsüchtig, bis das der Anime weitergeht. Obwohl ich Super nicht so gut finde für Z. Aber das ist meine Sänger alle ja so. Dragon Ball habe ich vor ca. 20 Jahren zum letzten Mal gesehen. Ich müsste da jetzt, pass auf. Habe ich sogar jetzt da liegen. Es war nur die Box, aber ne? Ich habe alle 10 DVD-Boxen von Dragon Ball Z. Alle. Ich habe jetzt nur den da, weil ich den ab und zu die läuft halt ab und zu nebenbei mit, wenn ich jetzt für Twitch irgendetwas mache, wenn ich Alerts bastel oder irgendwie sowas, dann läuft da auf meinem Nebenbildschirm halt Dragon Ball Z zwecks der Nostalgie. Die haben wir damals gekauft, da war ich noch in der Lehre, da haben die dann auf DVD rausgekommen und ich so, shut up and take my money. Ich will Dragon Ball Z auf DVD haben. Aber gut.
Story von Dragon Ball kenne ich nicht, aber ich kenne einige Figuren und 2 Spiele. Ja, also ich sage jetzt mal so von Song, den Namen Son Goku hat jeder irgendwo wahrscheinlich schon mal gehört. Ja, wer auf der Straße im Vorbeigehen auf irgendeiner Social Media Plattform, es gibt so viele Reels mittlerweile mit dem Son Goku, also jeder, die Anime-Figur Son Goku kennt normalerweise jeder. Ja, aber ja, den Hintergrund zum Son Goku versteht halt nicht jeder oder kann halt nicht jeder nachvollziehen. Ja? Wie gesagt, wenn du jetzt Story- oder Dragon Ball Kenner bist, dann weißt du sofort, was geschlagen hat. Ja? Dann, du bist halt, wenn du halt mit Dragon Ball so aufgewachsen bist, wie es ich bin, dann hast du sofort sämtlichste Szenarien im Kopf, wenn du an Son Goku nur auf irgendeiner Leinwand siehst. Da kommt, also ich wenn jetzt, keine Ahnung, ich wenn jetzt durch irgendein Kaufhaus gehe oder durch mein Instagram durchscroll und ich sag dann an Son Goku, dann kommt mir innerlich ein Riesengrinsen, weil ich mir halt einfach denke, Alter, das waren so coole Zeiten damals. Da war ich 10 Jahre alt oder so. Ich weiß halt noch die Zeiten damals. RTL 2 ab 19 Uhr. Das war eine Doppelfolge Dragon Ball Z. Das war das Highlight von Montag bis Freitag. Goku, Vegeta, Gohan, Freezer, Gosens und Piccolo. Ja, Gosens ist schon mal verkehrt. Der Gosens ist ein Fußballer. Und Piccolo ist falsch geschrieben. Schreibt mir mit 2C. Aber das verzeiht er. Ja, 12-Stunden-Stream oder so. Nein. Mit 12-Stunden-Stream machen wir noch nicht. Da haben wir noch ein wenig Zeit. Ich sage Ihnen aber jetzt bewusst nicht wann. Weil es wisst ihr ja, alles, was man im Stream sagt, kann relativ schnell gegen einen verwendet werden. Da war ich auch vor dem TV geguckt, ja. So wie viele andere in meiner Generation auch. Tommy Morgenstern ist in Hall of Legends eingegangen, ja. Es gibt, ohne Witz, also der deutsche Sprechercast von Dragon Ball Z, der war Next Level. Der war für deutsche Synchro-Verhältnisse absolut überdurchschnittlich. Also den Sprechercast, den was in Deutschland gehabt haben für Dragon Ball Z, das ist unerreicht gewesen. Also ich finde jetzt die Synchro von One Piece, die deutsche Synchro auch nicht schlecht, die ist auch gut, ja. Aber der Tommy Morgenstern als Son Goku und die ganzen anderen Sprecher, was die abgeliefert haben, das war schon geisteskrank. Und wenn du halt, ich sag mal so, wenn du halt aus der Generation kommst, aus der Dragon Ball Z-Ära, sag ich jetzt einmal, dann freundest du dich nicht mit anderen Stimmen an. Es geht nicht. Wenn du jetzt halt ein 10-Jähriger bist, der zum ersten Mal Dragon Ball sagt, und das ist Dragon Ball Super, ja, dem ist das völlig wurscht, was dem für Synchronsprecher haben, weil der kennt nichts anderes nicht. Aber na, Goten. Der Goten. Das ist der zweite Sohn vom Son Goku. Mit T. G-O-T-E-N. Son Goten. Mit welcher Hingabe das ins Mikro geschrien haben. Aber es sind so viele epische Momente. Dragon Ball Z hat generell so viele epische Anime-Momente kreiert und auch so viele Momente für einen selber. Ne? Also wie gesagt, das ist für mich ist Dragon Ball Z einfach absolute Liebe. Also wie gesagt, wenn wir so mal streamen, an mir wird das nicht scheitern. Ne? Aber da lassen wir dann am Wochenende irgendwann einmal, wenn wir dran denken, lassen wir Community einfach entscheiden. Ja? Da wird auch nicht, wie gesagt, man muss sich bewusst sein, die Lager haben nicht, was diese angeht, gespalten. Ja? Das muss klar sein. Und das ist auch voll verständlich. Also meinerseits wird es da kein Problem nicht geben, wenn einer sagt, er kann mit Dragon Ball nichts anfangen. Ist völlig okay für mich. Definitiv. Das war ja mit Naruto Rise of a Ninja, was wir letztes Jahr immer gespielt haben, war es ja dasselbe. Ja, die einen haben das cool gefunden, das war gemütlich zum Zuschauen. Und die einen haben gesagt, ja, ist jetzt nicht so meins. Und das ist völlig fein. Wir haben die pinken Kaugummi-Leute geheißen. Es hat keine pinken Kaugummi-Leute nicht gegeben. Das war im Grunde genommen nur einer und das war der Bösewicht und das war der Dämon Bu. Wahrscheinlich meinst du den. B-O-H? Also Bu. Ja, das H musst weg, oder schreibst mit 2 O. Im Deutschen mit 2 U. Im Deutschen meine ich wieder mit 2 U geschrieben. Glaube ich. Bin mir aber jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Majin Bu. Aber gut. Ja, Leute, also wie gesagt,
ich werde mir Gedanken machen, was wir jetzt für Assassin's Creed nachrücken lassen. Ich bin mir selber noch unsicher. Es kann ein Souls-like werden, es kann ganz was anderes werden. Da schauen wir einfach, was sie dann für mich am besten anbietet oder für die Allgemeinheit. Schauen wir einfach. Angel Abedere, grüß dich. Schönen Abend wünsche ich dir, dass du einer schaust noch. Ah ja genau, da gibt es ja den Schlanken und den Dicken. Ja genau. Der Dicke ist quasi... Der dicke Bu ist quasi der Erstauftritt und das ist aber dann später der Gute und der Schlanke ist das reine Böse, mehr oder weniger. Hab nicht gewusst, wie man Namen schreibt. Macht doch nichts. Na gut, Freunde. Wir werden am Mittwoch weiterspielen mit Herr der Ringe, die 2 Türme. Wahrscheinlich kriegen wir es am Mittwoch schon fertig. Müssen wir schauen. Ich muss schauen, dass wir zeitnah, ich werde da jetzt noch einmal schauen, dass wir einen 3. Teil noch besorgen. Ich kann es euch jetzt nicht versprechen, inwiefern, dass wir mir am Mittwoch den Stream zeitlich füllen können. Jetzt, wenn wir mir noch eine Stunde mit die 2 Türme fertig haben, dann darf ich halt wahrscheinlich noch irgendwas einzwicken. Da darf ich halt dann vielleicht noch Monster Hunter spielen oder irgendwie sowas. Mal schauen. Ich werde mir, wie gesagt, Gedanken machen, was wir als nächstes Projekt nehmen für Assassin's Creed jetzt. Ich lasse es dann im Laufe der Woche wissen. Ja? Also ich gehe die potenziellen Spiele einmal durch, die wo in Frage kamen. Und ich treffe dann eine Entscheidung, das wo ich mir denke, das wo dann für alle, glaube ich, am besten passt. Okay? Ist das ein Deal? Ich glaube schon. Oh, cooler Song, muss unbedingt mal wieder Nightwish reinwerfen. Der Song jetzt? Meinst du der Song, der wo jetzt gerade läuft? Ach so, der von Angel Dust, okay. Ja, der Alert, okay, ja. Na gut, Freunde. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass das Assassin's Creed Projekt halt so bugreich beendet werden hat müssen. Ich wollte es eigentlich selber vernünftig fertig spielen, aber können wir jetzt leider nicht ändern. Das ist halt jetzt einfach so. Ja. Also Brotherhood hat schon Spaß gemacht. Also kann man jetzt nicht sagen, ja. Wie gesagt, am Samstag war halt einfach ein scheiß Tag und das greide ich jetzt dem Spiel nicht an. Das Spiel Brotherhood ist nach wie vor eins meiner liebsten Assassin's Creed Spiele. Dass die Bugs am PC haben, da kann jetzt das Spiel selber nichts, mehr oder weniger nichts dafür. Ich lasse mir halt eine Lehre sein. Ja? Also wie gesagt, die nächsten Teile spielen wir auf der Playstation dann. Genau. Brauchst du nicht rechtfertigen, kannst du ja nichts dafür. Ja, eben, genau. Ich kann nichts dafür und es kann auch nichts dafür und wir nehmen es jetzt einfach so, wie es ist. Wir legen mal Assassin's Creed auf Intakten, ja, beenden wir. Und dann schauen wir einfach, was wir nachrücken lassen. Das kriegen wir dann schon hin. Ja, an Spielen, die man im Stream spielen kann, scheitert es ja nicht. Ja? Das bringen wir schon irgendwie unter. Gut, Leute, jetzt hören wir heute aber ein bisschen eher auf. Es hilft ja nichts, ich hab keinen Content mehr für euch. Den habe ich auch vor einer halben Stunde gehabt, weil mir das ein bisschen out of context gerissen hat. Aber manchmal muss man ein wenig improvisieren. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde ein bisschen am Bletschmer-Zeitdruck, das passt dann auch einmal. Und ja, bevor ich jetzt irgendwie etwas auf Birgen und Brecher drücke, lass mal heute einen Herrgott und einen guten Maser, hätte ich gesagt. Ja. Normalerweise darf man ja noch bis eine halbe Stunde streamen sowas, aber hilft jetzt nicht. Einfach noch eine Stunde Flauschknädeln. Die armen Flauschknädeln. Die Menge da. Es ist so flauschig. Okay. Der Verb drückt noch einen Flauschknädel ein. Ja, den sollst du noch haben. Okay, passt auf. So, Option Habitäre. Einen wunderschönen guten Abend. So, gestern haben wir Mods gehabt. Und heute darf einmal wieder Paula herreden. Ja? Paula, die ist momentan, die ist momentan sehr schreckhaft, warum auch immer. Ja, die läuft dabei gleich weg von mir, wenn es mich sagt. Gell? Ist da nicht so verschmust wie der Mods, gell? Ja, so, Paula. Der blauäugige schwarze Hase. Kannst du da mal schnuffen? Hm?
Ja, kannst nicht. Sie hat keinen Bock nicht. Hey, ganz ruhig bleiben. Das ist Paula, der Flauschnädel. Ja, du schaust dabei so stark geschreckt. Ja? Wie wenn die gleich jemand umbringen möchte. Ja? Das ist doch alles in Ordnung. Ja? Es ist halt einfach immer wieder faszinierend, wie winzig sie im Vergleich zu ihm ist. Ja? Im Endeffekt, sie ist für ein Zwerghasel eigentlich klar und der Mats ist für einen Zwerghasel eigentlich zu groß. Ne? Also wir haben zwei Extreme. Eine, die sauber zu klar, eine, die sauber zu klar ist und eine, die sauber zu groß ist. Aber gut, nehmen wir mit. Wir lieben ihn trotzdem. Gell? Und Bazi-Gang mag ihn klar. Ja, da. Das ist Bazi. Ja, genau, da. Das ist der Chat von der Bazi-Gang. Ja. Schön. Ich darf mich auch verstecken, wenn es bevor man messen will. Ja, das Ding ist, die hat gerade nicht gefressen. Das ist ja das. Die ist einfach nur im Stall gelegen. Und dann bin ich gekommen und gesagt, hey Paula, ich möchte dich mal schnell mitnehmen. Aber wumm, weg. Aber gut. Am Ende des Tages kriege ich die ja trotzdem. Gell? Kleiner Racker, du. Gell? Mir denkt, macht man schon was mit. Die bringen verdammt viel Leben in die Bude, die zwei. Han unscheinbar, aber ist immer was geboten mit ihnen. Gell? Ja, ich weiß schon, dir ist das nach wie vor nicht geheuer, was da passiert. Ich weiß schon, der Mats ist da viel entspannter wie du. Ja? Der Mikroschnuffen. Warum sind da? Ja, jetzt, da, genau. Da ist ja einfach mal einschnuffen da. Tut ja da nichts. Da, genau. Ja, so. Ja, passiert ja nichts. Kann nicht beißen. Naja. So. Na, du machst wieder in dein Gehege, gell? Seh ich schon. Na gut. So. Haben wir noch das Auge noch ein bisschen begutachten da. Ja, der blauäugige schwarze Hase. Ja, verwandt mit dem blauäugigen weißen Drachen, haben wir sagen lassen. Gell? Ja, ist schon gut. So. Paula. Ja. Freunde der Sonne, dann lassen wir es für heute gut sein, hätte ich gesagt. Also wer behauptet, das passt mit dem Flauschknädel. Aber ich gehe mal davon aus. Genau. Ich habe eigentlich alles gesagt dazu. Wie gesagt, ich mache mir Gedanken, ich sage Ihnen rechtzeitig Bescheid. Wahrscheinlich sage ich Ihnen am Mittwoch, was wir weiterspielen werden dann. Ja, jetzt schaue ich mir noch schnell, wer live ist. Na, gehen wir zum Fichterli. Jeder Stream braucht einen Flauschknädel. Streamer. Du mal, also soll sich jeder quasi so ein Zwerghasal kaufen. Müssen wir eine Petition starten. Alle, die wo auf Twitch streamen wollen, brauchen einen Zwerghasal. Und ansonsten geht nichts. Aber gut, so, Leute, ich sag merci fürs Zuschauen. Schön, dass du da wart. Nochmal sorry, dass das mit Assassin's Creed so gelaufen ist, aber wie gesagt, wir haben da die Hände gebunden. Aber es hat schon passt, da ich sagen. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Der Raid Command, den hat der Mr. Price schon in den Chat geschrieben. Wir haben außerdem noch einen Discord-Server. Wer da noch nicht drauf ist, komm da gerne mal dazu. Da kriegst du alles mit, was mich um meinen Stream angeht. Du kannst dich mit mir und alle sämtlichsten Leute unterhalten, die da drauf haben, über sämtlichste Themen. Du kriegst mit, wann ich live gehe, so was für eine Tageszeit, so was für einen Tag selber, was wir für ein Spiel spielen. Alles und weitere, was wissen wir jetzt, kriegst du auf meinen Discord-Server. Ja? Also wie gesagt, da gerne mal drauf schauen. Kostet natürlich nichts. Schau auch gerne mal, ob du noch followen kannst. Das kostet auch nichts. Das darf mir ganz schwer helfen. Das ist für mich der wichtigste Support überhaupt. Zuschauen und ja, da sei einfach. Und du kriegst halt, wenn du followst, mit, unter anderem, wenn ich live gehe, kriegst du es halt dann auch mit. Ne? Vielen Dank dafür. Einmal Werbung im Stream muss sein. Ja? Oder sagen wir so, das darf sein. Ne? Gut. Schönen Abend euch noch. Den wünsche ich euch jetzt auch. Wir gehen jetzt zu der Fichterli. Die spielt Have a Nice Death. Taugt mir persönlich auch ganz nicht schlecht, das Spiel. Ja, vielleicht ist das auch was für die Zukunft. Muss man noch mal ein bisschen besser anschauen, das Ganze. Bei der Fichterli gerne ein bisschen Liebe da lassen. Ja, das ist eine Moderatorin, Abonnentin bei mir. Macht auch sehr guten Content. Eine sehr sympathische junge Frau.
gern da auch ein bisschen Liebe da lassen. Ja? Bitte Dankeschön, wer es noch nicht da hat. Ja? In dem Sinn, Leute, nochmal merci fürs Zuschauen, danke fürs Dasein, für den Support wieder, wie as always. Wir sehen uns dann am Mittwoch um 5 Uhr mit Herr der Ringe und die 2 Türme wieder. In dem Sinn, einen schönen Abend euch, eine schöne Woche dabei. Habe ich die, ich bin für heute raus und bis Mittwoch. Pfiat euch.